Bauer, jetzt hör mir halt einmal zu. Ja, Herrschaftszeiten! Wo ist denn mein Freund? Vorige Woche. Ich war gerade beim Ausgrossen. Da schafft mir der Theo an, ich soll's Kuh mit einfetten. Gerade wie ich damit anfangen wollte, schafft mir der Andreas so, ich soll mit ihm ins Holz hinausfahren, Holz aufrichten. Und? Was hast du da gemacht? Ja, ins Holz bin ich hinausgefahren. Also, nachher hat's ja passt. Ja, nix hat passt. Auf dem Weg dahin fängt mir der Theo ab und sagt, ich soll mit ihm ins Zug fahren, Balken auflegen. Ja, und? Was hast du da gemacht? Ich hab meine Kammer zusammengeräumt. Wer hat denn das geschafft? Der Bauer? Wer? Ja, der Andreas. Ja, Herrschaftszeiten, wo ist denn der Freund? Du, und dann schreibt mir der Theo, dass die Kaibe ausgekommen sind. Ich soll's wieder in den Stall eintreiben. Gerade wie ich das Kaibe dreimal anfangen wollte, schreibt mir der Andreas, ich soll hinter das Haus kommen, Holz aufrichten. Hast du das dann gemacht? Nein, ich hab meine Kammer zusammengeräumt. Wer hat denn das wieder angeschafft? Der Bauer. Der Theo? Nein, der Andreas. Ja. Der Herrschaftszeiten, wie soll man sich denn da noch auskennen? Ja, es ist... Bauer, du kriegst doch das alles gar nicht mit, weil du die meiste Zeit im Wirtshaus hockst oder schlafst. Und jetzt hat uns die Stasi auch noch hängen lassen, so kurz vor der Ernte. Wo ist denn die? Dabei hat uns ja schon der Hirs, der Beni und die Lieslauf gesagt. Ja. Wie sollen wir denn die Ernte schaffen? Viel zu dick, die Schalen, viel zu dick. Ja, Herrschaftszeiten, bin ich denn der Depp da? Wir brauchen unbedingt neue Dienstboten. Ach, so kann das nicht weitergehen mit denen zwei. Ich werd bei den Buben kaufen. Versprochen. Oh, mein Bauer. Was hast du, mein Bauer? Wenn ich sage, kauf mir die Buben, dann ist das ja so. Da bin ich gespannt. Solange das mit der Erbfolge nicht geklärt ist. Da meine ich, wird das nix. Da kommen's. Jetzt kannst du gleich anfangen damit. Okay. Und ich hab dir gestern schon gesagt, dass die Leute heute so machen, so wie der Boden. Und ich hab dir gesagt, dass die Leute morgen zu machen ist und nicht schon heute. Buben, ich hab mit euch zu reden. Du hast da gar nichts zum Sagen. Ich bin doch der Bauer. Buben, so geht es nicht mehr weiter. Ich bin genauso der Bauer Buben, ihr ist euer Vater. Ich sag euch jetzt... Stasi! Ich brauch die Stasi. Stasi! Nein, ich brauch Stasi! Stasi! Jetzt hast du es ja aber gesagt, Bauer. No wart. Buben, da rein, aber schnell. Jetzt wird's spitzen. Was ist denn los? Also, Buben, es passt mir auf. Ich brauch die Stasi. Wo ist denn die? Buben, Nein, ich brauch die Stasi. ich hab mit euch... Stasi! 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 Buben, ich hab mit euch... Stasi! So reden! Das war jetzt noch stärker wie vorher. Ich bin gespannt, wann's merken, dass die Stasi gar nicht mehr da ist. Glaubst du, dass wir die Dickschädel die ganzen Dienstboden verlieren? Und was ist mit mir, Bauer? Bin ich kein Dienstbote? Ja, ein Drittelknecht halt. Hey, kannst du mir befördern? Zum Knecht oder zum Oberknecht? Also nicht, oder? Und das alles bloß, weil meine Herren Söhne, die Hundsbuben, die Miserablen, alle streiten. Nein, allerweil nicht. Wenn sie schlafen, dann sind sie ganz friedlich. Au! Herrschaftszeit. Jetzt habe ich mich geschnitten. Und das alles bloß, weil wir keine Macht mehr haben. Was machst du zu deinen Kartoffeln dazu? Milch, Käse, einen Topfen? Alle Dienstboden laufen uns weg wegen denen zwei. Mein Gott, nein. Na, müsstest halt du einmal eine Machtwort drehen. Ja, müssen die Ernte steht vor der Tür und... Und jetzt sag ich's dir zum letzten Mal. Es geschieht das, was ich sag. Du hast mir überhaupt nichts zum Anschaffen. Buben, Jetzt langt's mir aber dann. Mir klangt schon lang. jetzt auf, ihr Sackland! Was regst du denn du so auf, Vater? Wegen euch, zwei Streithansel, ist unser letzter Dienstbote, die Stasi jetzt auch noch gegangen. Die kann doch nicht so einfach gehen. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Natürlich geht es um wir. Und wundert uns mich nicht. Da bist bloß du schuld. Ja, das sagt der Richtige da. Ruhe
Schluss jetzt! So geht das nicht mehr weiter mit euch zwei. Ja, das sage ich schon lang, Vater. Das sag ich schon viel länger. Weißt was? Du übergibst jetzt mir den Hof. Hey. Wenn, dann übergibst du mir den Hof, gell, Vater? Hey, ich bin der Ältere, mir steht dazu. Wir sind Zwilling und somit gleich alt. Und wen schon? Ich heiß wie der Vater und darum muss ich der Ältere sein. Du weißt genau, dass das nicht einmal die Mutter gewusst hat. Bloß die alte Hebamme. Und die ist kurz drauf gestorben. Ja, weil wie's die gesehen hat, da hat's den Schlag getroffen. Ruhe ist jetzt! Es ist im Augenblick vollkommen wurscht, wer von euch der Ältere ist und somit den Hof kriegt. Wieso? Das darf mich jetzt auch interessieren. Weil die Ernte vor der Tür steht und wir keine Dienstboten nicht haben. Hey. Und was ist mit mir? Ja, ist ja schon gut. Hab er bloß gemeint. Ihr seid schuld, dass er so gekommen ist. Ihr werdet seinen Ausweg finden. Aber Vater! Ruhe ist! Habt ihr einen großen Hunger oder langen die 4 Kartoffeln, die ich gescheit hab? Für mich brauchst du nichts herrichten. Ich geh ins Wirtshaus. Viert euch. Bauer? Ja. Nein, ich meine den Andreas. Wieso? Was merkst du denn, hä? Langen die 1,5 Kartoffeln, weil jetzt war der von eurem Vater wieder übrig. Hab keinen Hunger. Was? Ja, Theo, dann kannst ja du 3 Kartoffeln essen. Meinst du, dass du das da backst? Ich hab auch keinen Hunger. Und auch keinen Hunger? Ja, dann muss ja ich 4 Kartoffeln essen. Ha, hoffentlich platze ich nicht. Gibt's eine Arbeit für mich? Ja, das Ziel vom Hühnerstall, das schließt nicht mehr gescheit. Was? Das hab ich dir doch gestern schon angeschafft. Ja, das wollte ich ja machen. Aber dann hab ich mir mit dem Hammer auf den Daumen gehauen und aus was. Ja, dann tust du halt dabei die Sansen dingeln. Das hab ich ihm auch schon angeschafft. Vorgestern. Ja, das wollte ich auch machen. Aber dann hat mich der Andreas ins Wirtshaus geschickt, ich soll den Bauern holen. Was soll ich denn jetzt machen? Ich rein meine Kammer zusammen. Markel, da bleibst! Blasen. Ja, der lebt Lirten ist sowieso nicht. Jetzt haben wir den Träg im Schachtel. Nicht mir. Du hast den Dreck im Schachtel. Als du mir den Sturschädel durchsetzen willst. Andersrum, wird für auch ein Schuh draus. Ein Schmarrn. Ich geh halt mit der Zeit. Mit der Zeit, das ist ein Schmarrn. Bruder, wir leben nicht mehr im Mittelalter. Wir schreiben 1910. Mein Gott. Bloß weißt du, wie du letztes Jahr zufällig im Minga drum warst, einen Zeppelin gesehen hast. Ja, du, da hättest du dabei sein sollen. Da war ganz München auf die Füße. Bruder, wenn der Mensch fliegen soll, dann hätte er Flügel. Nein, bist du rückständig. Warum muss denn bei uns alles mit Gewalt auf einmal modernisiert werden? Hä? Weil das der Lauf der Zeit ist. Schmarrn. Schmarrn. Wenn es nach dir gegangen, müssen wir alle noch auf Pfahlbauten sitzen. Was sind Pfahlbauten? Du, nicht einmal das weißt. Du denkst den ganzen Tag über die Landwirtschaft nach und alles andere ist dir völlig wurscht. Depp. Rimpfig. Und wenn schon. Ich führe die Landwirtschaft so, wie ich es vom Vater gelernt habe. Und der hat es von seinem Vater gelernt. Und wir sind alle weit gut gefahren damit. Sonst wären wir jetzt nicht welche von den größten Bauern im ganzen Geil. Also, warum soll ich was ändern? Weil man sich die Arbeit viel leichter machen kann. Acke. Ja, freilich. Oder ist das Dreschen heutzutage nicht viel einfacher wie früher? Ja, das schon, aber... Ja, also, schau, und wenn erst einmal der neue Traktor da ist, So ein neumodisch Zeige kommt da nicht her. wenn erst einmal der neue Traktor da ist, dann werden wir uns mit dem Pflügen, Ackern, Mahn und allen anderen auch viel leichter. Bruder, dann haben wir die Nasen vorn dran. Ja, das ist dir das Wichtigste, gell, ja. Aber du, was werden nachher aus die Leute, hä? Die haben ja dann keine Arbeit mehr. Ja, was werden nachher aus denen? Nein, das ist halt der Preis für den Fortschritt. Wir leben im Wandel. Ein schöner Wandel, ja. Und wer ist schuld? Die Preisen. Wie hat der Großvater allerweil gesagt? Burm, ich sag euch was. Wenn wir 1866 gegen die Preisen gewonnen haben, dann schaut es heute anders aus. Genau, weil die Preisen sind an allem schuld. Ja, der Großvater. War ein gescheiter Mann. Ja, das war er, ja. Und er war für einen Fortschritt. Gell, der war doch nicht für einen Fortschritt. Ja, freilich. Er hat immer gesagt, Burm, wenn wir damals schon den einen Quader gehabt hätten, dann. Ja, das schon, aber... Also, siehst du das? War er doch für einen Fortschritt. Ja, freilich, wo hätt's nie sonst her?
Du traust auch alles so hin, so wie du das brauchst. Hä? Achtung, die Kramerin kommt. Was? Ja, ich hab's durch mein Kammerfenster gesehen. Sie kommt direkt auf unseren Hof zu. Oje, oje, nix mehr weg. Gehen wir durch die Küche, dann können wir hier raus. Grüß Gott, beieinander! Ja, die Kramerin. Grüß dich. Kramerin, ich muss mich umziehen. Ja, ich muss mich auch umziehen, ja. Ja, und ich? Ah, Du bleibst da. Wie schaut's denn da bei euch aus, hä? das war der Bauer. Der Theo, Nein, der andere. der Andreas, Nein, der andere. der andere. Genau der. Ja, wieso schmeißt denn der Kartoffeln in den Sturm auf den Boden? Ja, wegen seine zwei Buben. Wegen seine Buben? Ja, die alte Geschichte halt. Jesus, Jesus. Werden denn die mir gescheiter, hä? Ich glaub nicht. Du bleibst da und rammst das zusammen, gell? Also, erstens einmal kann ich nicht und zweitens einmal ist das Weiberarbeit. Aha. Und weil ihr ja keinen Markt mehr habt, dann soll das liegen bleiben bis zum jüngsten Tag, oder wie? Richtig. Woher weißt jetzt du das schon wieder? Weil die Stasi gesehen hab, wie es auf die Buskutschen gewartet hat. Ja, jetzt sind wir rein in Männerwirtschaft. Schäfahrt. Ja, drum war es am gescheitsten, wenn der Bauer noch mal heiraten darf. Was? Der Alte? So alt ist der auch noch nicht. Geh, Kramerin. Seitdem sein Weib, Gott hab sie selig vor Edler ja gestorben ist, geh, da schaut doch der kein anderer mehr an. Mei, wir müssen heute ein bisschen dafür sensibilisieren. Was machen wir mit ihm? Sensibilisieren? Weißt du, was das heißt? Nein, nicht direkt. Also pass auf, sensibilisieren heißt so viel, wie ihm für das andere Geschlecht wieder die Augen öffnen. Verstehst? Aha. Und wirst sehen, Maxl, hat der Bauer erst wieder geheiratet, dann kehrt da auch wieder Ruhe ein auf dem Hof, verstehst? Meinst Ja, weil er wieder neuen Lebensmut kriegt und wieder selber mit zupackt. Na ja, und die Streiterei mit seinen zwei Buben, die ist dann bestimmt auch gleich vorbei, verstehst? Aha. Und hättest du da schon eine im Auge, mit der, wo der Bauer sein Lebensmut wieder finden darf? Ja, freilich, mit? Aha. Glaub mir's, Maxl, wenn ich da Bayerin werd, dann herrscht da wieder Ruhe und Frieden auf dem Hof. Das glaube ich. Ja, dann kommt wieder Ordnung ein. Ja, endlich wieder. Du, aber ich mein, dass das schwer wird. Dass wir den Bauern für die sensibilisieren. Ja, habt's nicht, Maxl. Ich mach dir einen Vorschlag. Aha. Du hilfst mir, dass ich da Bayerin werd. Und wenn ich's bin, dann bist du die längste Zeit Drittelknecht gewesen. Du schmeißt mich noch raus. Ach, geh, woher denn? Du, das kann ja gar nicht, gell? Weil ich bin ja im Moment sozusagen Universalknecht, gell? Also alles in einer Person. Ein Schmarrn bist. Aber wenn ich da was zum Sagen hab, dann befördere ich dich zum Knecht oder zum Oberknecht. Ha? Was meinst du? Haha, das war schon was. Oberknecht Maxl. Das meine ich auch. Ja, aber wie sollen jetzt wir das machen? Das mit dem Sensibilisieren? Hey, du musst halt den Bauern so oft wie möglich, aber ganz unauffällig natürlich, gell, meine Vorzüge anpreisen. Aha. Ja, und die waren? Also zuerst einmal mein Äußeres, klar. Klar. Dann meine Kocherei, weil Liebe geht ja schließlich durch den Magen, klar. Klar? Und dann natürlich Ja, deine inneren Werte, klar. ein Schmarrn, mein Geschäft. Was? Dein Kramerlohn? Nix Gramalon. Ich werde mich vergrößern. Ich mach einen Kolonialwarenladen auf. Gell, du schaust. Einen Kolonialhandel? Ja, verrückt. Bei uns in Hupfing. Na, da schaust du. Und wenn du mir hilfst, dann kriegst du von mir jeden Tag ein Zerrakillo. Ein Zerrakillo. Ja. Was ist denn das? Eine kleine Zigarren. Übermorgen am Montag, da kriege ich meine erste große Lieferung für meinen Laden. Jeden Tag. Jeden Tag. Ja, und wenn du erst einmal verheiratet bist? Dann kriegst du von mir jeden Tag eine Zigarren. Ein Brasil. Bis an dein Lebensende. Hand drauf. Gut's. Gut so. Aber versprechen kann ich da nix. Die Maxl, bist doch ein wie fürs Bierschall, du machst das schon. Ha? Jesus, du bist ja alleweil, oder? Ja, aber ich bin schon wieder auf dem Sprung. Was gibt's denn heute zum Essen, hä? Ja,
So wie es ausschaut, nix. Sag mal, was willst du überhaupt bei uns da? Ja, ich wollte euch ja nur sagen, dass ich meinen Kramerladen vergrößern werde und dass er meinen Kolonialwarenladen macht. Sagt's nix mehr, gell? Sauber, sag ich. Ja, da sagen wir nichts mehr. Aber ich gehe jetzt zum Wirt, weil ich habe einen Hunger. Ah, da geh ich auch mit. Was ist, Maxl, gehst du auch mit? Ja, das tat ich ja gern, aber... Aber, Na, erstens einmal bin ich gerade ein armes kleines Knechtel und kann mir's Wirtshaus gehen nicht leisten. mei, du armes kleines Knechtel, komm, ich lade dir ein. Merci. Aber da war noch zweitens. Und das war? So wie es ausschaut, wird unser Heidi bald kalbern. Okay, ich habe ja noch Zeit. Das sag ich auch. Auf geht's! Ja, ey, packen wir's. Ach so, ja dann, was ist Kramerin? Ah, Kolonialwarenhandlerin. Gehst du auch mit? Nein, ich hab doch keine Zeit, aber sag einmal, die Heidi, ist das nicht die Kur, die vor Leroy die Stirnchen zu ihm hat? So, jetzt schauen wir mal. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Und? Hast du jemanden gesehen? Hallo? Ist da jemand? Was ist denn da los? Und, Mutter? Ist wer da? Anscheinend nicht. Hallo? Da ist tatsächlich niemand da. Das kann doch nicht sein. Also, Haus und Hof verlassen und die Tür nicht abgesperrt. Also, das ist schon sonderbar. Vielleicht sind alle auf dem Feld? Nein, das glaube ich nicht. Also, schon langsam wird das aber schon ein wenig peinlich. Irgendjemand muss doch da sein. Hallo? Und aufgeräumt ist auch nicht. Aber schöne Kartoffeln haben's. Das muss man sagen. Aber eine schlechte Haushälterin. So wie die Kartoffeln schält. Sanze, kommst du mal geschwind mit in den Stall? Da ist eine Kuh, ich glaube, die kälber grad. Was? Ja, komm, mach geschwind. Ich glaube, die braucht Hilfe. Jesus, die kommt schon. Er will deine Fluren, sie mit deiner Sättigung und die Farben deines Himmels weiß und blau. Bam, 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 bam. Er will deine Fluren, sie mit deiner Städte. Trompetensolo! Ich möchte aber wieder ins Wirtshaus. Ja, geil. Aber spitz dich du jetzt geh mal runter da! Wir müssen futtern! Jawohl, wir müssen fahren. Wo sind denn die Rindviecher? Da sind sie ja. Hey, ist der beieinander? Wie viel hat der gesoffen? Jedenfalls mehr wie mir. Ich bin bereit. Maxl! Was? Maxl! Was denn? Wir sind doch nicht im Stall! Nicht? Nein! Wo sind wir denn da? In der Stumm! In der Stube. Genau! Maschi. Hey, geh weiter, geh weiter! Ich glaub, die wirst du drum müssen. Maxl! Maxl! Nicht schlafen, wir müssen fuhren! Max, nicht schlafen. Wir müssen fahren. Ja, Wohlbau, ich komm schon. Maxl! Maxl geht's jetzt! Maxl!
Ja, wir sind halt die lustigen Alltag. Das grüß euch. Das grüß euch. Müssen halt wir drei Feste hinglauben. Geh, Vater. Ui, der schlaft ja da. Moment, ja. Ja, was ist denn das da? Was ist denn was? Hat das da die Kramerin liegen lassen? Kolonialwarenhändlerin. Hat die so einen Hut aufgehabt? Hat die überhaupt so einen Hut aufgehabt, hä? Glaub ich nicht. Und einen Schirm? Glaub ich auch nicht. Nein. Auch nicht. Aha. Ja, was ist jetzt das? Was ist denn was? Ja, sag mal, die waren da grad vorhin noch da am Boden gelegen. Ha, das waren's. Hat die auch die Kramerin, Kolonialwarenkramerin. Händlerin, Händlerin. hat die zusammengerannt? Das glaube ich nicht. Gar nicht. Ja, wenn das nicht die Kuh Kolonialwarenkramerhändlerin? war Ja. und wenn das da auch nicht ihrer gehört, dann muss das jemand anderes kennen. Dann muss es jemand anderes kennen. Aber wen? Mir. Grüß Gott, die Herren. Grüß Gott. Grüß Gott. Entschuldigen Sie, dass wir in Ihr Haus eindrungen sind, aber wir haben überall gerufen, aber das Haus war leer. Sind Sie der Bauer? Ja. Nein, das ist der Bauer, das ist der Vater. Das ist mein Bruder, der Theo, ich bin der Andreas. Hey, Vater. Vater, mach auf, ein Besuch ist da. Ja, da schau. Was ist? Besuch ist da, ja. Grüß Gott. Was verschafft uns denn die Ehre? Ja, also, ich bin die Walburga Fuchs und das ist meine Tochter, die Konstanze. Grüß Gott. Freut mich. Ich bin der Andreas Heisler und das sind meine zwei Buben, der Andreas und der Theo. Ja, wir haben uns schon bekannt gemacht. Wollen Sie sich vielleicht ein kleines bisschen niedersitzen? Hä? Okay, sehr aufmerksam. Mutter, ich schau noch mal schnell nach der Kuh, ja? Ist recht. Nach der Kur? Ja, eine Kuh hat gerade gelbert. Die Heidi. Das war doch noch viel zu früh. Das hat meine Tochter auch gemeint. Und drum haben wir geholfen. Hä? Meine Tochter studiert für Veterinärmedizin. Aha. Ja, Sie können ganz beruhigt sein, es ist alles gut gegangen. Ja, ich schau noch mal nach, gell? Ja, und was führt Sie zu uns? Ja, also eigentlich wollten wir ja gar nicht zu Ihnen, sondern wir haben mit unserer Kutsche einen Achsbruch gehabt, gleich da drunten beim Bach. Nachdem wir uns keinen Rat mehr gewusst haben, sind wir daher zu Ihnen, um zu fragen, ob Sie uns vielleicht helfen könnten. Freilich helfen wir Ihnen. Wo wollen Sie denn hin? Nach Vogtereuth. Das ist nämlich mein Elternhaus. Ja, das werden Sie aber heute nicht mehr ganz schaffen. Ja, das habe ich befürchtet. Gibt's in dem Ort vielleicht einen Wagner? Ja, freilich, ein anderer. Ja, glauben Sie, dass der mir meine Achse richten könnte? Eine Axt? Nicht die meine. Die von meinem Wagerl draußen. Ja, freilich. Warum nicht? Heute noch? Auf keinen Fall. Schauen Sie, wenn dann übermorgen. Weil heute ist ja schon abends. Und morgen ist ja einen ganzen Tag lang Sonntag. Und da tut der andere Wagner überhaupt nichts. Alles strenggläubiger Katholik. Und passionierter Frühschoppengeher. Da werden Sie wohl oder übel da bei uns im Ort übernachten müssen. Ja, das werden wir wohl müssen. Gibt's in dem Wirtshaus da ein Gästezimmer? Ja, normal schon, aber der baut gerade um. Wissen Sie was? Übernachten Sie halt die paar Tage da bei uns. Wir haben gerade ein paar Kammern frei, dann gang das ganz leicht. Ja, das ist sehr nett von Ihnen, aber wir wollen Ihnen keine Umstände machen. So, also, es ist alles in Ordnung. Sie machen da keine Umstände, ehrlich nicht. Na, ich weiß nicht. Was ist, Mutter?
Ja, der Herr Häusler hat uns gerade vorgeschlagen, dass wir so lange hier übernachten können, bis unser Wagen repariert ist. Oh, das ist aber sehr nett von Ihnen. Gell, das sagen sie auch. Also Sie schlafen heute Nacht bei uns. Also gut, wenn das wirklich keine Umstände macht. Na, gewiss nicht. Der Maxl, der zeigt dir nicht die Kammern, gell, Maxl? Hey, mach auf! Ich räum gleich mal Kommissar. Die zwei Damen, die übernachten heute bei uns. Du bringst das auf in die Kammern von der Stasi und der Leni. Servus. Von der Lassi und der Steni. Jawohl. Maxl, hey, da geht's in die Küche, komm. Da geht's auf. Wenn die Damen mir bitte sehr folgen wollen. Abgeschossen ist, ich geh mit. Wo haben Sie Ihre Koffer? Noch im Wagen? Ja, und unser Pferd haben wir draußen anbunden. Ja, Burm, holt die Koffer und kümmert euch ums Pferd. Und dann müssen wir hingehen, im Stall. Stallarbeit? Ach, da können wir Ihnen gerne behilflich sein. Nein, das braucht's nicht. So, da geht's weiter, bitte. Danke. Ach so was, hä? Haben wir heute noch Schlafgäste? Lustig. Was? Ja. Wieso lustig, hä? Ja, schau, unsere zwei Mägde sind davon und jetzt haben wir wieder zwei im Haus. Okay, die sind doch keine Mägde. Du, die Junge, die studiert doch. Die kommen doch von der Stadt. Ja, da kannst du recht haben. Und wer recht hat, halt die Koffer, auf geht's. Nein, Kim. Miteinander hat der Vater gesagt. Es ist mir wurscht, was der Vater sagt. Nee, aber jetzt Kim, bevor es dunkel wird. Du hast mir überhaupt nichts zum Anschaffen. Hey, ich bin da der Bauer. Ich bin da der Bauer. Du bist doch nicht der Bauer. Ja. Was ist? Die Damen warten auf ihre Koffer. Habt's gestritten? Ja. Nein, seid ihr blöd. Wieso? Weil's ja so nicht weiterkommt. Au. Wie meinst denn du das, hä? Das ist doch ganz einfach. Der Ältere von euch zwei soll einen Hof kriegen, oder? Ja. Weil man aber nicht genau weiß, wer von euch zwei der Ältere ist, muss man das Problem anders lösen. Und wie? Das darf mich jetzt auch interessieren. Man kann es ja zum Beispiel so machen, dass der gewinnt, der wo am meisten saufen kann. Da gewinn ich. Ja. Oder der wo als erster heiratet. Der, wo als erster heiratet, hä? Der als erster heiratet. Das kann man zum Beispiel also machen. Oh, mei, ich war damit einverstanden. Ja. Also, der als erster heiratet, der kriegt einen Hof und der andere. Der verzicht drauf. Ah, so ist Ja. Also, gut schon. Ich muss nur mal fort. Ja, hier war noch was ganz was Wichtiges zum Erledigen. Und jetzt also, das Rennen ist eröffnet. Ja, sind die schon im Stall? Maxl? Theo? Andreas? Ja, sag einmal, was sind denn die? Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, die Damen. Schon so früh auf? Ja, natürlich. Ja, wir wissen doch, dass um 5 Uhr in den Stall gegangen wird. So? Ja, freilich. Ich stamm doch auch von einem Bauernhof. Okay. Ja. Und da wissen wir eben, dass es selbst am Sonntag eine Arbeit gibt. Ja, freilich. Ja, aber können wir uns vielleicht irgendwie nützlich machen? Im Stall vielleicht? Nein, das kriegen wir schon hin. Wir müssen nur füttern, nicht melken. Gerade eine Kuh. Alles andere ist auf der Alm. Aber wenn Sie vielleicht ein Frühstück machen täten, hätten wir nichts dagegen. Ja, gern, Herr Häusler. Gut. Ja, da ist die Küche. Und da finden Sie alles. Und ich werde jetzt einmal die Buben raushauen.
Ja. Gut, Konstanze, dann deckst du dabei den Tisch und ich mache einen Kaffee. Gut. Wunderbar. Sag einmal, so viel hast du gar nicht getrunken gestern, dass du ja so beieinander bist. Nur 2 Maß. Oh, Bauer, bisschen schrei nicht so. Ich bin noch nicht tot. Oh. Was hast du gesagt? Du kannst doch nicht von 2 Maß so beieinander sein. Guten Morgen, Maxel. Oh, die schreien auch so. Morgen, Maxel. Gut geschlafen? Bauer, warum schreiten die eigentlich alle so? Nicht hinhocken, wir müssen in den Stall, auf geht's. Bauer, kann ich bitte meine Kammer zusammenräumen? Nichts da, arbeit das richtig wieder zusammen. Und wenn ich dabei stirb? Was? Theo, Andreas, wo bleibst denn? Ich glaube, Ihre beiden Söhne, die werden auch etwas Schwierigkeiten haben im Aufstehen, oder? Ja, das befürchte ich auch. Da müssen wir besser hingegangen, Maxel. Mach ich, Bauer. Aber dann darf ich bitte sterben. Wissen Sie was? Ich helfe Ihnen geschwind. Nein, das kriegen wir schon. Geh, Maxel. Weile. Also, ich mache die Hühner und der Maxel die Schweine. Da kann er wenigstens nichts falsch machen. Gell? Also von mir aus. Nachher übernehme ich die Rose. Jetzt sag ich wieder. Der Konstanze, magst du denn mal weiter? Natürlich, Mutter. Aua. Ja, Seiten, das war doch allerweit da. Ja, wo ist denn das, ha? Das war doch allerweit da, das Mankeifett. Da ist ja. Aua. Tut dir was weh, Bruder? Du gemeiner Kerl, du gemeiner. Da redet der Richtige. Hat's die hingehauen? Gut. Nix gut. Ich hätte mir das Kreuz brechen können, so viel Schmierfett hast du unter der Froni ein Kammerfenster hingeschmiert. Bist ausgerutscht, ha? Haha, sehr lustig, ich hätte tot sein können. Ja, ich vielleicht nicht, ha? Du, mir hast von der halben Leiter runterlassen. Das hätte ich aber gern gesehen. Sagelt der die Sprossen noch, ha? Depp! Selber. Ruck. Oh mein, oh mein, oh mein, das ist ja leer. Und bist noch eine zu deiner Froni? Aha, wie denn, wenn's Hund weh tut? Depp. Selber. Und du zu deiner Traudel? Lustig. Ich hab eine Stunde gebraucht, bis ich daheim war. Da war ich schneller. Ich hab's in einer halben Stunde geschafft. Und alles bloß wegen der Saubliden weg vom Maxel. Ich glaub, der ist Broher. Wie? Ja. Lass mal schauen. Aber ja, da feilt sich nichts. Alles in Ordnung. Ah, Spitze! Was ist denn hier los? Guten Morgen. Guten Morgen. Tut Ihnen was weh? Mir? Nicht. Er, der hat sich am Fuß gebrochen. Was? Nein, nicht Broher, bloß verstaucht hab ich mir. Das ist halb so schlimm, das geht schon wieder. Darf ich einmal sehen? Nein, es ist wirklich nicht so schlimm. Ich würde ihn mir aber trotzdem gerne einmal anschauen. Darf ich? Ja? Sie müssen auch keine Angst haben. Schön, wie es meiner. Schließlich ist ja eine Verstauchung oder ein Bruch beim Mensch und beim Tier gleich. Besonders bei so einem Ochs wie dir. Tut das hier weh? Geht. Und das hier? Geht auch. Und das? Ein wenig. Also gebrochen ist er schon mal nicht. Gott sei Dank. Aua. Depp. Sie haben vermutlich eine Distorsion des Sprunggelenks. Was hab ich? Was hat er? Nein, Start. Nein, Sie haben wahrscheinlich eine Verstauchung des Sprunggelenks. Ja, Sie werden den Fuß schonen müssen. Ach was, das geht schon wieder. Sie können natürlich machen, was Sie wollen. Aber ich an Ihrer Stelle, ich würde den Fuß hochlagern, ein paar Tage Ruhe geben und
kalte Umschläge machen. Na, danke. Das passt schon. Aber ich muss jetzt in den Stall. Aua! Au, tut das weh, glaubst du? Jetzt, Bruder, sei brav und tu das, was die Frau Tierarzt sagt, ne? Ja. Wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben. Na, sehen Sie. Und glauben Sie es mir, in ein paar Tagen geht es schon wieder und dann sind Sie wieder voll einsatzfähig. Hm? Ich mache Ihnen jetzt gleich einmal einen kalten Umschlag. Danke. Ja. Das ist jetzt blöd. Jetzt kannst du überhaupt nichts arbeiten. Ja, saublöd. Und das jetzt kurz vor der Ernte. Und andere Sachen kannst du überhaupt nicht tun, gell? Saublöd. Ja, saublöd. Das nennt man Pech, Bruder. Tut das wirklich so weh? Na, da die sagen. So, das haben wir jetzt gleich. So. Wie ist Ihnen denn das überhaupt passiert? Ja, also das war so. Ja. Ja, also ich bin gestern. Ja. Gestern da bin ich. Ja. Da hab ich. Ja. Hab ich eine Stirn übersehen und schon was passiert. Geh weiter. Da war es wohl sicher schon dunkel, oder? Ja, und wir? Gell, Bruder? Ja, ziemlich dunkel, ja. Ja, haben Sie denn schon einmal an ein Licht durch elektrischen Strom gedacht? Ja, schon, aber den gibt's bei uns da heraus noch nicht. Der kommt erst nächstes oder übernächstes Jahr. Ah, so, fertig. Ja, danke. Bitte, gern geschehen. Ah, und immer schön hochlagern, ja? Ja. Ja. Tut Ihnen denn auch irgendwas weh? Mir? Nein. Nein, ich hab mich gestern Nacht nur Ja. verlegt. Geh weiter. Ja, verlegt habe ich mich. Ja, mir geht's gut, gell, Bruder? Gut, dann kann ich ja jetzt mit dem Frühstück weitermachen. Ach, sagen Sie, gibt's zu der Kaffeekanne in der Küche auch einen Deckel oder gehört die so? Na, die gehört er so. Den hat die Stasi zusammengehauen. Stasi? Unsere letzte Magd, die ist gestern ausgestanden. Ach so. Noch einmal vielen Dank. Das ist wirklich geschwind gegangen. Sicher. So, ist ja jetzt auch da. Was ist? Wollt ihr heute nicht arbeiten, was? Mein Vater, von nicht wollen kann keine Rede sein. Ich kann nicht. Was? Ein Hax hat er sich verstaubt. Und jetzt kann er überhaupt nichts tun. Gell? Gar nichts. Was? Gar nichts. Ja, ein paar Tage soll ich ein bisschen starten da. Mann, das Fräulein Konstanze. Naja, da kann man nichts machen. Nein, gar nichts. Ja, jetzt sind wir erst einmal frühstücken. Sie und Ihre Tochter sitzen am besten da, Frau Fuchs. Danke. So, da wäre jetzt schon einmal der Kaffee. Hab ich doch recht, Groher. Ein Bohnenkaffee. Gell, so einen haben wir doch gar nicht. Der ist von uns. Ja, war eh nur noch ein Rest. Danke. Ja, geh weiter, Maxl. Hock dich her. Muss dich doch stärken. Hast du gerade schwer gearbeitet? Was, der Maxl? Ja. Ich hab gerade ein ganzes Schwein gefüttert. Geh weiter, hock dich her. Danke, Bauer. Ich hab keinen Hunger. Ich hab keinen Hunger. Ich darf mich lieber umziehen zur Kirche. Ja, von mir aus. Aber was ist, Maxl? Willst du nix von den Kräucherten? Nein, ich zieh mich lieber um, Dankeschön. Ein Greichers. Hey. Ist das auch für ihn? Ja, ja bitte, greifen Sie zu. Ja, das machen wir doch. Was ist mit dir? Hast du auch einen Weh da? Nein, nur schlecht schlafen, Vater. Feit sie nix. Bohnenkaffee. Auch Frau Fuchs. Wir sind noch gar nicht zum Reden gekommen, weil sie zwei gleich schlafen gegangen sind. Die Buben haben ihren Geiwagerl noch zum Wagen gebracht und der hat gesagt, dass es bis morgen Mittag fertig macht. Ja, das ist ja wunderbar. Wollen Sie noch einen Kaffee? Ja, dann könnten wir ja bis abends schon wieder ein Vogterreut sein. Ja. Na, freilich. Wo kommen Sie eigentlich her? Ja, wenn man fragen darf. Wir kommen aus Beildorf. Das ist in der Nähe von Würzburg. Mein Mann hat dort eine Pfarrei geleitet. Ihr Mann? Ja, mein Mann war Pastor.
Pastor? Das ist ein evangelischer Pfarrervater, die darf er heiraten. Ja, das weiß ich selber. Aber wieso war? Mein Mann ist vor einem halben Jahr verstorben. Ah, das tut mir leid. Ja, und nachdem dann der neue Pastor für uns keine Verwendung hatte, haben wir beschlossen, dass wir nach Vogtereuth ziehen. In Ihr Elternhaus? Ja, zu meinem Bruder. Dort können wir wohnen und arbeiten. Aha. Ja, so ist das. Jesus, das wird man auf eine übersehen. Wir müssen uns für die Kirche fertig machen. Zeit ist. Dankeschön für das gute Frühstück, gell? Gern geschehen. Was ist mit dir, Andreas? Kirche? Nein, ich kann nicht, Vater, mir tut der Hax so weh. Ich bleib daheim und der Haushirten. Ja, von mir aus. Und Sie? Gingen Sie mit? Ich glaube nicht, dass Sie sich damit einen Gefallen tun würden, Herr Häusler. Warum? Na, wenn Sie zwei Protestantinnen in ein katholisches Gotteshaus mitnehmen würden? Und das habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ja. Wenn ich ehrlich bin, Sie sind die ersten Evangelischen, die ich kenne. Ich habe mir die immer anders vorgestellt. Oh, wie denn? Ja, anders halt. Verstehe. Ja, aber jetzt beeilen Sie sich. Nicht, dass Sie unsertwegen noch einen Gottesdienst versäumen. Also, ja. Und Sie gingen Sie am Sonntag nicht in die Kirche? Gewöhnlich gehen wir Protestanten am Sonntag auch in die Kirche, aber in Ermangelung eines evangelischen Gotteshauses werden wir heute in unserer Kammer drum beten müssen. Aber der liebe Gott wird uns das sicher nachsehen. In der Kammer? Nein, das machen Sie nicht. Schauen Sie. Wir haben da hinterm Haus eine eigene kleine Kapelle. Da können Sie hingehen, wenn Sie wollen. Eine Kapelle? Ja, die habe ich für meine verstorbene Frau gebaut. Ja, also, das ist wirklich sehr nett von Ihnen, Herr Häusler, aber nicht, dass Sie deshalb Ärger bekommen. Ach, da pfeife ich drauf. So. Glauben Sie mir's nicht. Und zum Beweis gehe ich jetzt mit Erna und nicht in die Kirche. Das heißt, wenn es ja nicht recht ist. Mein lieber Herr Häusler, in dieser Angelegenheit sind wir Protestanten wesentlich toleranter. Also, Also, Mutter, Konstanze? ich bleib hier und mach die Küche, ja? Frau Protestantin, Herr Katholik? Sie können einfach auch ganz gern mitgehen. Ich kenn ganz gut der Lordsrecht. Das glaube ich Ihnen. Aber hier gibt es noch einiges zu tun. Aha. Ja. Oh, ja. Ja. So, Bruder, jetzt gehe ich in die Kirche, dann zum Frühschoppen und dann zu meiner Froni. Ja, viel Spaß. Den werde ich haben. Vierte. Süßbauer, du bist doch noch gar nicht umgezogen. Gehst du heute nicht? Nein, ich kann nicht, mir tut der Hax so weh. Oh, das ist aber blöd, gell? Ja, saublöd, glaubst du das? Ich huck da herin umeinander und der Theo. Kann ungehindert in Angriff gehen, um die Wette zu gewinnen. Hätte ich bloß nicht eingeschlagen. Sag einmal, wie weit ist denn der Theo schon mit seiner Froni? Naja, Gspusi ist halt. So wie bei meiner Traudel auch. Ja, dann hat er Dosenfahren dran, weil er ganz klar im Vorteil ist. Ja, und ich kann überhaupt nichts machen. Ja, man müsste halt schauen, dass er nicht im Vorteil war. Wie meinst du das, Maxel? Ja, das, wenn ihr wisst. Maxel, pass auf. Wenn du das hinkriegst, dass der Theo bei seiner Froni nicht landen kann, dann kriegst du von mir eine Kistel Zigarren. Ziegern? Brauche ich nicht. Was? Nein? Ja, dann, pass auf, dann kriegst du von mir jeden Sonntag beim Wirt ein Maß Bier. Amos? Ein Maß. Jeden Sonntag? Jeden Sonntag. Wie lang? Lebenslang. Ah, das passt. Ja und? Maxel, was machst du? Das weiß ich noch nicht. Aber mir wird schon was einfallen. Maxel, streng dich an. Ja, das tat ich ja gern, aber auf gestern auf ist das nicht so einfach. Morgen Ja, guten Morgen, ja. ist der Bauer noch da. Fehlt ihm was? Ist er krank? Wieso?
Ja, weil ich in der Kirche bloß einen Theo gesehen hab. Was ist denn mit dir passiert? Ja, also. Ja, also ich hab in der Kirche bloß einen Theo gesehen, gell? Wo ist er denn, der Bauer? Der Theo. Weißt du überhaupt das Neueste schon? Was? Dass der Theo jetzt doch keinen neuen Traktor kaufen will. Was? Ja, du, gerade vorhin hat er's gesagt, dass ihm ein Rost doch lieber ist, als wie so ein gestingerter Traktor. Das hat der gesagt. Freilich, gell, Bauer? Ja, das hat der Theo gesagt. Ja, aber das kann er doch nicht machen. Den hab ich doch schon bestellt. Da komm ja ich in Repression. Na, die sind wir los, ja. Jawohl. Also, Maxl, gell, denk noch, wegen dem Theo und seiner Froni. Ja. Du, und nach der Kirche, da schau schnell bei meiner Traudel vorbei und sagst dir einen schönen Gruß, verzeihst dir, was mir mit meinem Hax passiert ist und sag ihr, ich komm zu ihr, sobald es mir mit dem Haxen besser geht. Ist schon recht, Bauer. Mach ich, gell? Ja. Musst dich verlassen. Ja, der Maxl, glaubst du das? Ha, ein Liebsbürschchen. Wenn es nicht gab, dann müsste man direkt erfinden, ja. Tut's noch arg weh? Also, wenn ich ehrlich bin, dann ist es mir schon mal besser gegangen. Stört es Sie, wenn ich Ihnen etwas Gesellschaft leiste? Aber woher? Überhaupt gar nicht. Nein, nein. Nein, gar nicht. Jetzt, wo alles passt, ja. Wie? Mit dem Hax, Mann, mit dem Hax. Oh, na ja. In ein paar Tagen, da geht es dann schon wieder. Was machen Sie denn da? Irgendwer hat angefangen, da die Kartoffeln zu schälen. Sehr schlampig übrigens. Das war der Maxl, gestern. Ah. Ja, die Stasi, unser letzte Magd, ist ausgestanden und da hätte er kochen sollen. Aber wir sind ja dann zum Wirt gegangen. Von dem Sie dann ziemlich angeheitert heimkommen sind. Geh, wir waren doch nicht angeheitert. Nicht? Wir haben einen fetzen Rausch gehabt. Na, das erklärt natürlich einiges. So, aha. Und was denn zum Beispiel? Zum Beispiel Ihren konsternierten Gesichtsausdruck, als Sie uns das erste Mal gesehen haben. War der konsterniert? Ich hab gemeint, wir haben einfach bloß blöd geschaut. Oh, ja. Wieso haben Sie eigentlich keine anderen Dienstboten? Außer an Maxl. Oh mei, das ist, ja, wie soll ich sagen? Das ist, weil mein Bruder und ich, weil uns wir nicht einig sind, wie der Hof geführt werden sollte. Wer bekommt denn einmal den Hof? Er? Nein. Dann also Sie. Naja, das ist nicht gewiss. Wieso? Schauen Sie, wir sind Zwillinge. Und es weiß keiner, wer der wirklich Ältere ist. Und darum lässt sich auch keiner vom anderen was sagen. Und ein ewiger Streit um alles und jenes ist die Folge, den kein Dienstboot auf Dauer aushält. Ja, richtig, genau. Der spielt aber auch komplett. Sie, der möchte einen Traktor her da und die Rösser dafür wecken. Oh, also das wäre ein Jammerschott. Das sag ich auch. Das ist ein Dreiklang-Tabak, oder? Ja, genau. Den hat mein Vater auch immer geraucht. Ach so. Wann ist denn Ihre Mutter gestorben? Und das, ja, das ist jetzt gute 10 Jahre her. War eine schwere Zeit. Besonders für den Vater. Das glaube ich. Bei meiner Mutter war es genauso. Mei. Aber so ist halt das Leben, gell? Ja, so ist das Leben, ja. Übrigens, vielen Dank, dass Sie meinen Fuß so schön verarztet haben, Frau Tierdoktor. Keine Ursachen. Ich hoffe, es hilft. Ja, und wir? Ich fühle mich wie der bandagierter Gaul. Sie sagen, Sie studieren wirklich Tiermedizin? Ja. Aber in Bayern geht's leider noch nicht. Noch nicht. Ach so? Ja, in Württemberg zum Beispiel. Da habe ich 4 Semester lang studiert. Da dürfen Frauen promovieren. Promo was? Studieren und einen Doktortitel machen. Allerdings nur mit Genehmigung des Landtags. Ach so. Ja, aber nachdem der Prinzregent im Juni die Tiermedizinische Fakultät in München eingeweiht hat, Ja, stimmt. Das habe ich gelesen. dauert's bestimmt nimmer lang und wir Frauen haben die gleichen Rechte wie ihr Männer. Ja, um Gottes Willen. Ja, das ging ja gerade noch ab.
So? Haben Sie da vielleicht irgendwas dagegen, Herr Häusler? Ja, und wir? Ein Weib gehört hintern Herd. Oh, gehört sie nicht? Gehört sie schon. Gehört sie nicht? Gehört sie schon. Gehört sie nicht? Gehört sie schon. Gehört sie nicht? So, jetzt haben Sie alles gesehen, Frau Fuchs. Ja, also, ich muss schon sagen, ein stattliches Anwesen, wirklich. Und schöne Rösser haben's. Die haben wir. Der Andreas möchte gern umstellen auf Friesen, aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Auf Friesen? Ja, da kennt sich die Konstanze aus. Gell, Konstanze? Was? Der Herr Häusler möchte gern umstellen auf Friesen. Weiß aber nicht recht, was machen soll. Du kennst dich doch da aus damit. Ja, natürlich. Natürlich. Ja, unser Nachbar hat solche Rösser gehabt. Wirklich? Hast du das gern, Andreas? Das Fräulein Konstanze kennt sich aus mit den Friesen. So. Aha, ja. Ja, aber ich zieh mich jetzt einmal um, Vater, auf Sonntag. Was machst denn du da? Ich hab die Kartoffeln fertig geschält. Die von gestern. Die vom Maxl. Ja. Also, glaubst du, dass euch zwei kann man dringend da bei uns brauchen? Was ist? Muss nicht einstehen. Ich zahl nicht schlecht. Danke für das Angebot, Herr Häusler, aber mein Bruder, der rechnet fest mit uns. Ah ja, da hab ich gar nicht dran gedacht. Ja, leider habe ich jetzt keine Magd, der ich einen schönen Braten auf Mittag anschaffen könnte. Ja, aber Sie haben doch uns. Ja, wenn Sie das Risiko eingehen, wir zwei, wir kochen gern ein schönes Mittagessen für Sie. Das Risiko gehe ich nur allzu gern ein, Frau Fuchs. Surfleisch, Wein, Keller. Also, gut, auf geht's. Danke. Bitte, gern geschehen. Mandal, du herzigs liebst Mandal, bist doch ein fesches Mannsbeinandal. Andal, du herzigs liebst Mandal, Andal, du herzigs liebst Mandal. Fühlt dich nicht, Was? dass du ein liebsherziges Mandal bist. Was? So? Ja, Herr Häusler, das Fleisch habe ich gefunden. Was soll ich denn machen damit? das überlasse ich ganz gerne, Frau Fuchs. Gut, dann werde ich Sie überraschen. Was? Die tut uns überraschen. Wir denn? Maxl, die zwei Damen, die kochen heute für uns. Ah, das ist gut. Ja, das finde ich auch. Du, die sind wirklich nett, die zwei. Finde ich auch. Die sollten für ganz da bleiben. Finde ich auch. Wie meinst du das? Als Mägd, Bauer. Natürlich nur als Mägd. Ja, als Mägd. Das war gut. Aber leider ist ja der Wagerl morgen fertig und dann fahren sie wieder. Ja, leider. Du, Bauer, Was? wenn das Wagerl jetzt aber morgen nicht fertig wäre, dann Dann? müssen sie noch ein bisschen da bleiben, oder? Genau. Da müssen sie noch ein bisschen da bleiben. Vielleicht bis übermorgen. Oder bis nächste Woche. Oder für ganz. Oder für. Wie meinst du das, Maxl? Hey, Bauer, so wie dir zwei zugelangen können, das sind doch die ideal für uns. Oder? Du, Maxl, kannst du vielleicht. Ich weiß schon. Maxl, geh lieber zum Manger und sag ihm, er soll sich mit dem Wagerl richten nur ein paar Tage Zeit lassen. Richtig? Richtig. Du, hast du Magel? Vergeht's gut, Bauer? Aber das muss geheim bleiben, gell? Sag's am Wagner, ja? Freilich, geheim. Gut, ich geh mir jetzt umziehen.
Ich hab gar nichts bestellt. Ich hab zu dir gesagt, es kommt der Traktor her, wenn ich da mal der Bauer bin. Ja, du bist doch der Bauer. Oder nicht, Maxel? Freilich ist er der Bauer. Geh Schmarrn. Nix Schmarrn. Ich hab extra bei meinem Vetter in Michigan einen bestellt und den musst du jetzt auch nehmen. Schau her, dafür brauchst du doch keine Resser mehr her tun. Ich hab dir schon ein paar Mal gesagt, dass ich gewiss keine neuen Resser mehr her tue. Ja, weil du dann einen Traktor hast. Schau doch mal her, Theo. Schau mal, dies ist er, dein Traktor. Ha? Schön. Was, das ist er? Ja, ein MC Kornig. 14 Horsepower. 14? Ja, Horsepower. Ja. Was ist denn das? weiß ich nicht, aber muss was ganz gut sein. Mein Maxel, das war schon was, ha? Da gang als Hai fahren 3-mal so schnell. 3-mal, 4-mal so schnell gang das. Was 4-mal so schnell? Bauer, der Traktor muss her. Dann sind wir schneller mit der Arbeit fertig und ich hab früher Feierabend. Ja, von wegen. Dann haben wir mehr Zeit für andere Arbeit. Genau. Ach so, dann brauchen wir keinen Traktor. Da schau her, Theo, so schön ist er, dein Traktor. Ha? Ja. Aber ich muss erst mit dem Vater reden. Du musst ihn nehmen, sonst komme ich doch in Repression. In was? In Repression. Das heißt so viel, dass ich... Oh, entschuldigen Sie, ich wollte nicht stören. Grüß Gott. Grüß Gott. Meine Mutter lässt fragen, ob wir zum Braten Kartoffelklöß machen sollen. Glöß? Kartoffelknödel. Bei uns in Franken ist das so üblich. In Franken? Ja. Ist nicht recht? Ja, doch, doch. Wir freuen uns schon drauf. Freilich. Und wir? Gut, gut. Also, Wer war jetzt das? Das ist ein Besuch. Ein Besuch? Ja, die fahren morgen schon wieder. Aha. Ja, die sind auf Durchreise und haben bei einem Geiwagen einen Achsbruch gehabt. Und weil es gestern schon so spät war, hat er ein Bauer das Übernachten bei uns angeboten. Der Bauer? Welcher? Der Vater. Interessant. Und das war jetzt die Tochter? Ja. Und die Mutter? Schaut die auch so sauber aus? Ja. Und morgen fahren sie wieder? Ja. Dann ist schon gut. Also, was ist jetzt, Theo? Du musst ihn nehmen. Ich brauche aber Feieranzahlung, gell? Jetzt pass mal auf, Kramerin. Nix Kramerin, Kolonialwarenhändlerin. Morgen kriege ich meine erste große Lieferung. Ja, von mir aus. Also, ich rede mit dem Vater. Und jetzt muss ich erst einmal in den Stall nach der Heidi schauen. Die hat gestern gehalbert. Schöner Sonntag noch, Kramerin. Kolonialwaren... Du, jetzt sag einmal. Was gibt's jetzt eigentlich ab morgen alles bei dir? Alles. Gewürze, Kaffee, Kokosnüsse, Bananen. Sklavinnen auch? Geschworn. Und was ist das andere? Das Kokos? Kokosnüsse und Ja. Bananen. Schmecken die? Ja, freilich gut auch noch. Weißt du was? Ich bring dir morgen welche mit, dann kannst du das gleich probieren, gell? Ja, das machst du. Warum eigentlich? Ja, mei, ich schau halt auf dich, gell? Wie du auf mich schaust, Maxl. Ah, verstehe. Wegen am Bauern und so. Wegen am Bauern. Und so, gell? Streng dich an, Maxl. Jawohl, Kramerin, Handlerin, mach ich. Ah, der Maxl. Du Maxl, gell? Wegen Theo und seiner Froni und so. Streng die an. Freilich, Bauer, mach ich. Du Maxl, vergiss nicht der Wagner und so. Also, streng dich an. Freilich, Bauer, mach ich. Aber das, meine, wären anstrengende Zeiten. So, Mutter, das wär's jetzt dann. Ja, fehlt nur noch die Milch. Was für ein wunderschöner Tag heute. Ja, gerade recht zum Verreisen. So, da ist die Milli. Danke, Maxel. Bist du schon fertig? Ja, schon. Ui, ein Marmelade. Nein. Da warten wir, bis alle da sind, gell? Maxl! Ja, Bauer.
Timmy Rohstall, ich brauch die. Ja, Bauer. Ja, Maxl, geh weiter, wo bleibst du denn so lange? Du musst mir helfen. Ich konnte noch nicht gescheit hatschen. Du, das geht gerade nicht, Bauer, weil ich muss schon Theo helfen. Du musst gar nichts, da geh her. Ja, aber Bauer. Maxl, wo bleibst du so lang? Ja, ich wollte... Ein Maxl brauch ich. Kim Maxl. Aber... Ja, such euch jemand anderes. Geh Ja, weiter. wart. Der Maxl, jetzt geht's zu, Kim. Der Maxl geht mit mir, verstanden? Ich bin da der Bauer. Maxl, Du bist doch nicht der Bauer. Maxl. Ja, aber... jetzt klangt's mal langsam mit dir. Mir auch. Oh, aber Bauer... Kannst mir nicht. Pass halt auf, du Depp! Oh, Hornlocks Luftgesichter. Hey, Entschuldigung, Bauern. Geh mal aus die Augen, du! Ja, aber schnell, mir auch. Ich glaube, ich habe mal kommen zusammen. Der Maxl, glaubst du's? Irgendwann der Schlag ihn. Oh. Ich helfe dir dabei. Oh je. Tut's doch arg weh? Es geht schon wieder. Was war denn los? Der Maxl. Was hat er denn gemacht? Was? Seid schon fertig? Ja, fix und fertig. Ah, Zeitung. Dankeschön. Gut, dann fangen wir an. Wo ist denn der Maxl? Der rammt grad seine Kammern zusammen. Was? Verstehe. Maxl, komm runter! Millisoppen! Bauer, weißt du, ich hab eigentlich gerade gar keinen so einen Hunger. Brauchst keine Angst haben. Ach so, dann hab ich schon einen Hunger. Aber gehen wir ja nicht nachher. So, dann greifen wir's zu. Da habt ihr heute ein schönes Wetter zum Fahren. Ja, das haben wir. Wie lange glauben Sie denn, das brauchen bis Vogt erreicht? Ja, so in 6 Stunden müssten wir es schaffen. Gell, Konstanze? Na ja, längstens. Was ist denn das eigentlich für ein Ros? Ist das ein Freiberger? Na, das ist ein Ardener. Ein Athener? Den hat mein seliger Mann noch gekauft. Der Pastor? Ja, der Pastor. Sie, sag einmal, Frau Fuchs, also ich möchte ja nicht neugierig sein, aber wie kommt jetzt eine Bauerntochter von Vogterei dazu, dass sie einen fränkischen Pastor heiratet? Magst du? Lassen Sie ihn doch. Das werde öfter gefragt. Und? Wissen Sie, als junges Mädel, da war ich beim Kommerzienrat von Fink in Rosenheim im Dienst. Ja, und das war ein Studienkollege meines Mannes. So. Und als der dann beim Herrn Kommerzienrat auf Besuch war, Verstehe. Da hat er gleich geschnappt. Magst du? Mitgenommen, mein ich. Nein, nicht gleich. Ach so. Geht das überhaupt? Was? Das Mitnehmen? Na, dass man einfach so einen Pastor heiratet. Ich meine, sie waren doch bestimmt katholisch. Mein Gott, da hat sich konfitürt, oder? Ja. Genau, Max, und das hab ich. Konvertiert. Sag ich doch. Also, Brum, jetzt hast du dann hingegangen. Der Zanker gekriegt und das Wagel von der Frau Fuchs geholt. Und am Nachmittag, da wirst du ins Holz. Ist schon recht. Wollen Sie noch was? Ja, gern. Ja, danke. Ja, dann haben wir vielen Dank, Herr Häusler, dass Sie uns so nett aufgenommen haben. Das ist wirklich gern geschehen, Frau Fuchs. Ja. Also, das könnt ihr jederzeit wieder machen. Was? Und dass ihr einen Achsbruch habt bei uns? So, das ist vielleicht einer der Max. So einen guten Braten hab ich überhaupt noch nie gegessen. So gut ist es uns schon lange nicht mehr gegangen. Gell, Bauer? Was, so spät ist schon? Also, Leute, machen wir's so. Theo, du hilfst mir beim Zaun hinterm Haus. Gell, Theo? Was? Ja. Und du, Maxl, du führst das Ross von der Frau Fuchs zum Wagner und fragst nach dem Geiwagen. Wenn's fertig ist, bringst du das gleich her. Mach ich, Bauer. Darf ich gerade noch schnell fertig essen, bevor ich zum Wagner gehe? Ja, freilich. Und was ist mit dir? Kannst immer noch nicht hatschen. Nein, nicht gescheit, Vater.
Ja, gut, dann bleibst du da. Und du hast das Komet fetten. Der Maxl sollst du bringen. Ja, mach ich bei. Gut, dann greift mir an. Da, stellt euch das einmal vor. In der königlichen Haupt- und Residenzstadt München kommt es aufgrund der hohen Fleischpreise vermehrt zu Hunde- und Katzendiebstählen. Auch der Verkauf von Pferdefleisch erlebt einen kräftigen Aufschwung. Ja, verrückt. Essen die wirklich Hund und Katzen, Münchner? Ja, die armen Leute scheinbar schon. Sind wir froh, dass wir da am Land leben. Also packen wir's. Also, Maxl, ich geh zum Wagner und du hilfst dem Vater. Was? Aber der Bauer hat doch gerade gesagt, dass... Und jetzt sag ich dir, dass ich zum Wagner geht und du dem Vater hilfst, verstanden? Ja, Und jetzt holst du das Kommen für den Andreas. ja, mach ich, Bauer. So? Wieso gehst jetzt du zum Wagner, hä? Ah, hast Angst, dass dir die Zaunlatten schwer werden, hä? Nein, aber neben dem Wagner, da wohnt mein Froni. Und der werde bei der Gelegenheit gleich mal Grüß Gott sagen oder so. Ja, Bruder, blöd, dass du nicht hatschen kannst, gell? Aber ich werde der Traudl einen schönen Gruß von dir ausrichten. Was meint ihr denn? Ah, nix, der spinnt. Ah, Oh, ja. ja. Na. Tja. So, da ist jetzt das Komment. Ist der Theo schon fort zum Wagner? Ja, und zu seiner Froni. Recht nicht aufbauen. Der wird kein Glück haben bei seiner Froni. Wieso? Weil ihr, wie ich es heute in der Früh zufällig auf dem Anger getroffen hab, gesagt hab, dass der Theo eine andere hat. Was? Das hast du gesagt? Ja, nicht so direkt. Diplomatisch, verstehst du? Also glaubst du das, ha? Du bist vielleicht ein Hundling, ha? Ja, ich muss ja was tun für meine Maske, gell? Jesus, die 100. Wiesen. Fahren wir dann aufbauen? Mein Maxl, geh. Was möchtest denn du auf der Wiesen drum, ha? Du hast ja nie einen Knopf, gell? Ich hab ein ganzes Margel. Und das kann ich verbrassen, wie ich mag. Ja, das wird aber ein kleiner Rausch. Nein, ich fahre nicht wegen dem Bieren auf, sondern weil ich das einmal sehen möchte. Die Viertel, die Leute, die Karussell. Du, ich war einmal drum, vor etlichen Jahren. Und? Ah, da sind wir Toboggan gefahren. Toboggan. Was ist denn das? Ganz eine alte Rutschen, ja. Du, und da waren wir noch beim Schichtel. Meinst du, da war's lustig. Da war eine Hinrichtung. Was? Ja, da ist einer aus dem Publikum vor unsere Augen geköpft worden. Und hat man das gesehen? Ja, freilich. Ja, und war der noch hin? Nein, dann hat man seinen Kopf wieder aufgesetzt, dann hat er wieder weitergelebt. Ey, Bauer, du hältst mich zum Narren. Nein, das war schon wirklich so, glaub mir's. Du, sag einmal, bist du eigentlich nicht recht müde heute? Wieso? Und ich mein bloß. Weißt die halbe die Nacht auf der Hausbank gesessen, bis du geratscht hast? Mit dem Fräulein Konstanze? Hast du das gehört? Freilich, ist ja direkt unter meinem Kammerfenster, die Hausbank. Ja, weißt, ja, mir hat der Hack so weh, darum habe ich die ganze Nacht nicht schlafen können. So. Wachs. Und? Das Fräulein Konstanze? Die hat wegen dem Mond die ganze Nacht nicht schlafen können. So. Wegen dem Mond. Hast du gehört, von was wir geredet haben? Nein. Aber meinst du, dass ein Pferdezug bei uns da herausgegangen? Theo! Wo bleibst du denn, Theo? Der Theo hat gesagt, dass er zum Wagner übergeht und dass ich dir helfen soll, Bauer. Was? Ja, wirklich, Bauer. Gell, Bauer? Ja, das hat der Theo gesagt. Ja, er hat gesagt, ich soll dir helfen, Bauer. Gell, Bauer? Ich hab doch zu dir gesagt, du sollst nicht übergehen, du Himmel, Herd und Sakra.
Ah, dann räum ich halt meine Kammer zusammen. Nein, geh noch mit, ein bisschen wirst du mir schon helfen können. Freilich, Bauer. Ich helfe dir so, dass du deine wahre Freude an mir hast. Ja, das befürchte ich auch. Mein Gott, das ist ja leer. Ah, die schaut der Maxl einmal wieder gleich da. Ja. Hoppala. Andreas, Entschuldigung. Nein, nichts passiert, nein. Ich brauch bloß einen Fetten. Bin gleich wieder da, die Damen. Ist ein netter Mann, der Herr Andreas. Finde ich auch. Ja, wir packen jetzt zusammen, damit wir geschickt sind, wenn der Herr Theo mit dem Wagen kommt. Schade, dass wir schon wieder fahren müssen. Ja, können wir denn nicht noch ein paar Tage bleiben? Nein, der Onkel Jo wartet doch auf uns. Es ist halt wegen... Ja? Mutter, schon wie wir uns das erste Mal gesehen haben, da haben wir uns sofort mit jedem Blick verstanden. Und dann auf der Hausbank draußen. Da haben wir uns so gut unterhalten. Und wir wollen Pferde züchten. Und er kann so schön erzählen. Und es gefällt ihm, dass ich Tiermedizin studiere. Und er hat auch überhaupt nichts dagegen, dass ich evangelisch bin. Und dann stell dir vor, er möchte einmal so gerne ein Schlenkerle probieren. Und dann hat er mir noch von seinem Großvater erzählt. Ja, was er alles von ihm gelernt hat. Zwecks die Kühe, die Pferd und der Landwirtschaft. Und er hat so wunderschöne Augen. Ja, von wem redst denn du? Mein Anderl. Was? Was vom Anderl? Nein, ich meine natürlich einen Andreas. Ach, der Andreas. So? Ja. Aber meint ihr, dass das ein bisschen schnell geht? Findest du? Bei dir und beim Vater, da war es doch auch Liebe auf den ersten Blick, oder? Ja. Ja, das war's wirklich. Ja, und nach 6 Wochen, da war's doch dann gleich verheiratet. 7. Gut, dann halt 7. Oh, meine Mutter, ich bin einfach so glücklich. Ja, wenn du das bist, dann bin ich doch auch. Und dein Anderl? Natürlich auch. Ja, natürlich. Ja, da ist aber lustig, hä? Ja, ich gehe jetzt fertig Koffer packen. Kommst du mit, Konstanze? Gleich, Mutter. Ist gut. Bis gleich. Anderl. Was meint denn deine Mutter? Ja, ich habe ihr alles gesagt. Was? Was du hast? Ja. Und? Was meinst Sie hat gesagt, du bist ein noch nie dagewesener, unglaublich schrecklicher, Was? liebenswürdiger Mensch. Was? Das hat deine Mutter gesagt. So ähnlich. Weißt du was? Du bist zwar ein ganz schönes Lurderl, du. Und du ein ungehobelter Bauernbursch. Das ist der Vater. Komm, verschwimmt mir. Ha, der braucht uns doch nicht sehen. Bauer, ich guck, wie es nichts passiert. Du sagst, stehen bleiben, hab ich gesagt, bleib stehen. Ja, nie. Dann schlagst mir du das Kreuz ab. Konstanze? Verdient hast das du. Au, tut der Dame weh. Was ist denn passiert? Der Bauer, der möchte mich umbringen. Verdient hast das du. Au. Wie ist denn das passiert? Ja, ich hab einen Bauern aufgehauen. Sein Staat. Au, tut der weh. Lassen Sie mal schauen, Herr Häusler. Ja, zuerst hab ich gesagt, er soll die Latten anheben und ich tu nageln. Aber der hat sich ja so dämlich angestellt, dass ich angekommen hab und er hat genagelt. Und schon beim ersten Nagel kann der Garma. Bauer, ich bitte dich, mach dich nicht unglücklich. Wenn ich auch bloß ein Drittelknecht bin, so ist doch ein ganzer Mord. Ja, aber so schlimm ist es doch gar nicht, Herr Häusler. So schlimm ist es gar nicht. Aber sau weh tut's. Ja, das vergeht wieder. Meinen's? Ganz bestimmt. Hast du mehr Glück gehabt, Maxl? Dankeschön, Bauer. Und dass du siehst, wie ruhig ich bin. Räum jetzt gleich meine Kammer zusammen. Da. Das ist vielleicht einer der Maxl. Ja, das kann ich's laut sagen. Ja, wo
ist denn die Konstanze? Konstanze? Konstanze! Sie fahren jetzt dann, gell? Ja, die Küche ist aufgeräumt, die Betten sind abgezogen und der Rest vom Braten, der ist in der Speis. Vom fränkischen Braten Vom Fränkischen. mit Klöß. Mit Klöß. Schade, dass Sie jetzt schon fahren. Ja, schade, aber Ich war schon Ihr Bruder. Aber Sie könnten doch auch bei mir, ich meine bei uns, arbeiten und leben. Als Wirtschafterin oder so. sind Sie mir nicht böse, Herr Häusler, aber mein Mann ist erst vor einem halben Jahr verstorben. Verstehe, das Trauerjahr. Bitte haben Sie einfach Verständnis dafür, dass ich im Moment einfach andere Gedanken im Kopf habe. Natürlich. Entschuldigen Sie bitte schön. Sie brauchen sich doch nicht entschuldigen. Danke noch einmal für die Gastfreundschaft. Gern geschenkt. Achtung, die Kramerin kommt. Jesus, was wird denn die schon wieder wollen? Ich pack dann fertig zusammen. Grüß Gott beieinander. Grüß dich. Grüß Gott. Aber lassen Sie einer Zeit. Stör ich? Wenn man es nimmt. Wer war denn das jetzt gerade? Das war die Frau Fuchs. Ah, die vor 2 Tagen mit ihrer Tochter da bei euch gestrandet ist. Genau. Aha. Und heute fahrt's wieder, richtig? Ja, sie packt gerade zusammen, weil jeden Augenblick der Theo mit dem Wagen kommen wird. Aha. Und dann fahrt's wieder. Freilich. Gut. Was willst du überhaupt da, Kramerin? Kolonialwarenhändlerin bitte, gell? Ab heute. da ist meine Karten. Was ist denn das? Visitenkarten. Haben alle wichtigen Geschäftsleute heutzutage. Kolonialwarenhandlung Genoveva Hirtreiter am Anger 7,5 Hupfing. Ha, sauber! Hä? Sagst du auch, Maxel? Was du von mir willst, möchte ich wissen. Was ich von dir will? Sensibilisieren. Ja. Ich möchte dich einladen zur Eröffnung von meinem neuen Geschäft. So, Was ist? Kippst? Und? Was gibt's jetzt noch und da ist bei dir ab heute? Einen echten Champagner. Und Schmalzbrote. Nein, ich meine, was es in deinem Laden gibt. Mei, alles, was die Kolonien heute so hergeben, gell? Mei, jetzt geht's auf in Hupfing. Da werden die Leute von weit und breit bei mir einkaufen. so meinst du? Ja. Ja, was gibt's da alles bei dir? Sklavinnen nicht bauen. Jetzt hör halt einmal auf. Also zum Beispiel einen deutschen Kaffee aus Deutsch-Ostafrika. Oder holländische Kokosnüsse aus Niederländisch-Indien. Und französische Bananen aus Martinique. Martinique. Was ist denn das? Martinique? Ja. Das ist eine Insel im Meer. Und die Bananen. Bananen. Ja. Das ist französisch. Ja. Und was ist das? Das ist ein Obst. Ganz was Gutes. Aha. Pass auf, ich hab euch was mitgebracht. Da schaut's einmal her. Das da sind Bananen. Das sind Bananen. Ja, das sind's. Gibt's bloß bei mir. Und die kann man essen. Ja, freilich, die sind gut. Ja, wie isst man jetzt nachher die? Beißt man da einfach so runter? Weiß ich jetzt auch nicht so genau. Die schauen ja schon komisch aus. Wir braune Gurken. Bloß weicher sind's. Du, vielleicht muss man es kochen, dass es hart werden, so wie ein Ei. Ich möchte ja so gern wissen, wie das schmeckt. Beiß halt rein, dann weißt du das. Und das da ist eine Kokosnuss. Ja, verrückt. Mei, ist die groß. Ja, gibt's auch bloß bei mir. Du, was ist das? Das sind Weinperl für einen Gugelhupf. Geh Anderl, bärig, was ich alles hab. Ja, ganz bärig. Aber ich muss jetzt gehen. Bleib da, Anderl. Weil, weißt du, als Kolonialwarenhändlerin, da muss ich ja schließlich was hermachen, gell? Und da habe ich die Hut gebracht. Ha, was meinst du, soll ich den da aufsitzen?
Oder vielleicht den da, hä? Was meinst du, wer hat dir gefallen, Anderl? Ja, Farik, du schaust ja aus wie eine Gräfin. Ja, mindestens. Oder soll ich vielleicht den da aufsetzen, hä? Korn. Warum? Oh, steh! Wer kommt da? Der Theo kommt. Also, du schaust ja aus wie eine Gräfin. Also, mir hat der am besten gefallen. Ja, da ist ja Wasser drin. Wo ist denn der Maxl, ha? Ah, du bist ja. Wie kommst denn du dazu, dass du zu meiner Froni sagst, ich hätte eine andere, ha? Ich reih mein Kammer zusammen. Du bleibst. Eine Antwort möchte ich haben, mein Lieber. Ja, weißt Herr Bauer, also, das war dann so. Ja? Also, das... Was hat der Maxel gesagt? Er hat gesagt, schau her, das ist der Beweis. Ja, so erzählst du nur so ein Lug, Ja, ha? mein Gott, nein, ich bin gezwungen worden. Von wem? Von Geld. Ja, was ist denn da los? Gott sei Dank, dass du da bist, Bauer. Hilf mir, hilf mir. Ich frag dich jetzt zum letzten Mal. Wieso sagst du zu meiner Froni, Aua. dass ich eine andere hätte, Aber, ha? also, weißt du, das war so. Also, ich hab, gell? Und er hat. Jetzt seid doch mal stark. Ich verstehe. Das hat dann mein Herr Bruder auch geschafft, dass ich bei der Froni nicht landen kann. Ja, freilich, er ist ja fußlahm. Schlau, Bruder. Aber so gewinnst du die Wette nicht. So nicht. Kann jetzt ich bitte meine Kammer zusammenräumen? Theo, lass dir doch sagen. Von was für einer Wette redst denn du? Ach, Vater, von gar nichts. Ach so. Ist das vielleicht nix, ha? Dass wenn man miteinander ausmacht, wer von uns zwei Brüder als erster heiratet, der kriegt den Hof da. Ist das vielleicht nix, ha? Das habt ihr ausgemacht. Ja, schon, aber... Ja, damit die ewige Streiterei, wer den Hof kriegt, endlich aufhört. Raffiniert. Weil du wegen deinem Fuß nicht zu deiner Traudel hatschen kannst, deswegen hättest du mir einen Maxl auf den Hals. Sehr raffiniert. Komm, Mutter, lass uns fahren. Konstanze! Konstanze! Komm! Glaubst das? Du bist das blödeste Mannsbild, das umeinander läuft im ganzen Deutschen Reich. Einschließlich der ganzen deutschen Kolonien. Hättest du Depp nicht den Maul halten können, bis die zwei fort sind? Wer? Konstanze! Konstanze! Ah, jetzt geht mir ein Licht auf. Die Traudel war bloß ein Ablenkungsmanöver. Ja, freilich, in Wirklichkeit schnappt sie mir ihr Bruder, das hübsche Fräulein Konstanze. Ja, so kann man natürlich auch eine Wette gewinnen. Konstanze, das ist nicht so, glaub mir's. Ich hab doch an die damische Wette überhaupt nicht mehr gedacht. So, Ja, wie ich die das erste Mal gesehen hab, da hab ich gewusst, dass du die Richtige bist für mich. durch die du dann den Hof bekommst. Na, natürlich nicht. Herrschaftszeiten, bitte glaub mir doch. Ich will die und nichts anderes. Wenn du willst, dann verzicht ihr auf den Hof. Aber bitte, Konstanze, glaub mir. Theo, du kannst den Hof haben, ich schenk den. Hey, so schnell geht das nicht, gell? Auch wenn ich ihn gern hätte, gell? Wir haben einen Wettlaufen. Der, wo als erster heiratet, der kriegt den Hof, kein anderer. Ja, gut, dann heirat die Froni, verstanden? Du da nicht zueinander kommandieren, gell? Das mag ich nicht. Ich heirate, wie ich mag, verstanden? Du heiratst die Froni. Die heirate ich nicht. Du heiratst die Froni. Die heirate ich nicht. Jetzt! Seist du dir von alle guten Geister verlassen? Wieso möchtest denn du Dickschädel deine Froni nicht heiraten? Weil die so zuschlagen tut. Ist mir zu was. Ruhe jetzt! Sich so aufführen von den zwei Damen da. Wieso zwei? Aber Vater... Ruhe jetzt! Bevor ihr euch jetzt gegenseitig die Köpfe einschlagt, hörst mir einmal zu. Die letzten Tage habe ich auch drüber nachgedacht, wer einmal den Hof kriegen soll. Das braucht's nicht, er kriegt ihn. Das entscheidet immer noch ich, wer den Hof kriegt, ja. Also, ihr seid alle zwei Bauern mit Leib und Seele und jeder jetzt verdient, dass er den Hof kriegt. Du setzt auf die traditionelle Landwirtschaft, wie es wir von unseren Leuten gelernt haben, und du willst modernisieren. Alles zwei hat seine Berechtigung, darum wird der Hof teilt. Groß genug ist er ja. Was teilen? Wir teilen? Ja, der eine kriegt den Hof da und der andere den Hafendanghof. Was aber der ist ja verpacht. Ja, aber jede Pacht kann man aufsagen. Grund, Geld und Räume werden teilt. Und für mich gibt's ein Austragshäuserl. Also,
Was meinst du dazu? Ja, und die Wett? Die geht nicht. Also, Ich hätte nichts dagegen. Du, Bruder? Ich brauch keinen Hof, wenn ich nicht die richtige Frau dazu hab. Konstanze. Sag was. Also, ich sage, entweder machst du mir da die Tür auf oder du nimmst mir den Koffer da ab. Weil beides kann ich nicht, du Wettkönig. Koffer! Hä? Sag mal, wo ist denn dieser Hafendang? Hafendanghof? Ja, wo ist denn der? Der ist keiner hinten, Ja, ist und der. ist der groß? Du? Ja, ganz groß. Der Adrena? Ja. Schaust du den Andrea so an? Schnappt sie dir so ein Fesche, glaubst du das? ja, Frau Fuchs, so wie es ausschaut, kommt doch noch jemand von euch über kurz oder lang dort zu uns auf den Hof. Und wie war's mit Erna? Herr Häusler, Sie geben wohl nie auf. Nein, nie. Ja, mei, wir haben uns gesehen und mich. Der Vater auch. Das haben wir der Renz die Fuchsbau. Opa, wer von euch zwei nimmt jetzt nachher mit? Maxl, das soll der Vater entscheiden, wer von uns zwei mit dir gestraft wird. Auf Wiedersehen! Ui, Die Wahnsinn. ich war eine Strafe, sagt er. Ist das lustig, ha? Was war jetzt das? Du, Kramerin, Kolonialwarenhändlerin. wie lang kriegt sie eigentlich nur mal 10 Kilo? Weil, ich mein, deine Heiratspläne mit dem Bauern, die sind ja jetzt gründlich gescheitert. Obwohl ich mich redlich angestrengt hab. Marlies! 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 Ruhig mal am Tisch decken. Die müssen jeden Moment da sein. Was ist denn, Mama? Also, Mama, ich verstehe nicht, dass man da jetzt so ein Brimborium machen muss, nur weil der Papa in Rente geht. Ja, das ist doch hauptsächlich deswegen, weil der Rudolf gleichzeitig mit ihm in Rente geht. Und das ist schon was Besonderes, worauf die zwei seit Jahren die besten Freunde sind. Aber jetzt einmal ganz ehrlich, Mama. Freust du dich, dass der Papa jetzt immer daheim ist? Ganz ehrlich meinst. Also, die Frage kann ich dir so eigentlich gar nicht beantworten. Natürlich freue ich mich. Irgendwie. Aber irgendwie ist mir auch Angst. Weißt, seitdem wir verheiratet waren, war ich jetzt jeden Tag allein. Hab tun und lassen können, was ich wollen hab. Und jetzt war er plötzlich immer um mich rum. Also komisch ist das falsch schon. Ja, aber ihr habt doch noch so viele Pläne, was ihr alles machen wollt. Pläne, ja, Versprechungen. Aber was dein Vater davon in die Tat umsetzen wird, da habe ich so meine Zweifel. Ich kenne ihn. Naja, jetzt lass ihm erst einmal ein bisschen Zeit, bis er sich an den Zustand gewohnt. Da braucht wohl ich mehr Zeit dazu. Du wirst sehen, Mama, ihr habt noch wunderbare Jahre vor euch. Ihr zwei habt euch doch immer so toll verstanden. Ja, weil er nie daheim war. Aber da will ich jetzt nicht dran denken. Jetzt freue ich mich einfach, gell? Also, die werden bestimmt schon groß gefeiert haben im Betrieb. Bin gespannt, wie es beieinander sind, die zwei. Du, kommt zu dieser Feier der Albert eigentlich auch rüber? Glaub schon, warum? Weil ihr auf den Typen überhaupt keinen Wert legt. Mein Gott, Marlies, ich verstehe euch nicht. Ihr habt euch als Kinder einmal so nett miteinander gespielt. Mama, jetzt haben wir aber keine Kinder mehr. Und vielleicht kannst du mir einmal erklären, was ich heute noch mit dem Spulen soll. Ach, ich wüsste schon so einige Möglichkeiten. Also, Mama, du bist einfach unmöglich. Ja, das hört sich ja fast an, als wolltest du mich mit dem verkuppeln. So ein Schmarrn, verkuppeln. Ich frage mich halt bloß, warum ihr nicht nett und freundlich miteinander umgeht. So wie ihr zwei euch angiftet, ist ja nimmer normal. Ja, mei, der Typ, der ist halt einfach sowas von schnarchlangweilig, da schlafst du gleich ein. Der hat überhaupt keine Power, kein Pep, kein gar nichts, verstehst? Nein, das verstehe ich nicht.
Ich finde zum Beispiel, dass das ein sehr netter, höflicher junger Mann ist. Wieder so ein Draufgänger-Typ wie der Charlie, der da seit Wochen abholt. Der gefällt mir übrigens gar nicht. Und am Papa auch nicht. Mama, der Charlie, das ist kein Draufgänger-Typ. Der ist halt einfach ein Biker. Und die haben von Haus aus mehr Power unterm Hintern wie so ein Softie. Weißt, wenn wir unterwegs sind, da hört sie wenigstens was. Da haben wir immer einen Spaß miteinander. So, Spaß. Ja, und nur Spaß, Mama. Und nicht das, was du schon wieder denkst. Ja, und außerdem will ich doch nicht gleich heiraten. Und den Albert schon gleich gar nicht. Weißt, ich will mich halt einfach noch lang für alles offen halten. Nicht, dass mir mal so geht wie dir. So. Wie geht's mir denn? Das war ja jetzt nicht so gemeint, Mama. Ich wollte ja nur sagen... Du sagst am besten jetzt einmal gar nichts mehr, gell? Da fein noch 2 Glasel. So, wir sind noch plus 5. Nein, 6. Der Albert kommt auch. Den habe ich schon wieder ganz vergessen. Mir bleibt echt gar nichts erspart. Grüß die Marlies. Grüß Gott. Mein Gott, schön hast du alles gekriegt. Du bist aber auch fest. Ist die Blusen neu? Sozusagen. Die hängt schon seit 3 Jahren im Schrank. Ich hab gerade erst einen Preiszettel rausgeschnitten. Ja, man hat aber auch nie Gelegenheit, dass man sowas einmal anzieht. Wird aber jetzt alles anders, Rosa. So, meinst Carla? Freilich, wir haben ja schon so viele Pläne, mein Rudolf und ich, wo er jetzt endlich immer daheim ist. Also ich glaub, du freust dich wirklich, ha? Ja, natürlich freu mich. Der Rudolf und ich, wir wollen jetzt erst einmal die große, weite Welt erkunden. Nächste Woche fahren wir gleich an Starnberger See aus. An Starnberger See? Ja, das ist freilich die große, weite Welt, gell? Aber man muss ja nicht gleich übertreiben. Also wenn ich ehrlich bin, ich hab schon ein bisschen Panik bei dem Gedanken, dass der Martin jetzt Frührentner ist. Für immer. Ich weiß gar nicht, was du hast, Rosa. Unsere Männer, die kennen doch nichts dafür, dass da jetzt wegrationalisiert worden sind. Glücklich und zufrieden sollte es sein, dass dein Martin jetzt immer bei dir hast. Mein Rudolf, der sagt, er ist heilfroh, dass er jetzt endlich nicht mehr in den Saftladen rein muss. Naja, ist ja auch kein Wunder bei all der Verantwortung, die jahrelang als Abteilungsleiter auf seinen Schultern gelastet hat. Er sagt, es fällt eine Zentnerlast von seiner Seele ab. Ja, also, am Martin wird der Betrieb schon fein. Der war gern dort. Naja, der Martin hat ja auch nicht die Verantwortung gehabt für mein Rudolf. Meinst denn du, dass ein Finanzbuchhalter keine Verantwortung hat? Du, das hättest du mal erleben sollen, wenn da am Monatsende die Gehaltsabrechnung nicht gestimmt hat. Keine Nacht hat er geschlafen, bevor das Problem nicht gelöst war. Naja, das wäre ja jetzt alles anders. Es schmeckt gut. Nicht mit dem Finger, nein, das ist doch ein Schichtsalat, der fällt doch zusammen. Ach so. Hast du deinen Nudelsalat noch nicht fertig? Ja, freilich, schon seit Mittag. Den bringt dann der Albert gleich. Mein Gott, hoffentlich kämen die zwei nicht schon recht odudelt daher. Da wird mein Rudolf ein bisschen unerträglich kindisch. Ja, du hast recht. Kein vernünftiges Wort ist mehr mit denen zum Reden, gell? Du, ich glaub, die kommen schon. Was um Gottes Willen? Ja, du, man meint grad, du gehst zu deinem ersten Rendezvous. Ja, mein Gott. Ich will halt meinem Rudolf auch wieder gefallen. Da brauche ich mich gar nicht umziehen. Mein Martin merkt das sowieso nicht. Mein Rudolf, der spannt das sofort. Das gewarnt hast du aber auch schon länger. Sag mal, tragt man sowas überhaupt noch? Also genauso wie die Rüschel da vorne rum sind ja auch nicht mehr der neueste Schrei, oder? Du hast nicht deine Finger weg, wenn ich es gerade noch mal frisch aufbügelt habe. Ja, Grüß euch! Na, ihr zwei Hübschen. Ja, Frau Nachbarin, flott, flott muss ich sagen. Fest schauen wir raus. Was ist mit mir? Ja, du natürlich schon auch. Ja. Endlich geschafft, die Freiheit ruft. Vierte. So, und tschüss. Ja. Sehr. Oh ja. So, jetzt. Fress die Schatzal. Also wenn du nach 30 Jahren einmal wieder Schatzl zu mir sagst, das lässt ja auf ungeahnte Freude hoffen. Ja. Setzt euch doch hin. So.
Und? Was ist mit uns zwei? Meine kleine Zimmerpflanze? Was das? Ich bin doch nicht dein Gummibaum. Zimmerpflanze, das klingt doch ganz nett. Ja. Also, ich weiß nicht. Geschmackssache. Du kannst ruhig auch mal Schatzal zu mir sagen, so wie der Martin. Seit wann sagt der Schatzal zu dir? Das war auch nur Versehen, soll nicht wieder vorkommen. Ja. So, aber jetzt wird gnadenlos gefeiert. Ja. Auf die Freiheit, die schwer verdiente, lang ersehnte Freiheit. Prost! Prost! Prost. Und Carla, von uns redet keiner, gell? Wir haben unsere Freiheit wohl für immer verloren. Ich bin jetzt erst einmal froh, dass mein Rudolf endlich immer daheim ist. Also wir zwei werden jetzt das Leben genießen, in vollen Zügen. Weißt Martin, die zwei wollen die große, weite Welt erkunden. Und beim Starnberger See fangen so. Ja, das ist doch schon einmal was. Na, hörst du auf? Hallo beieinander. Herzlichen Glückwunsch, Papa. Na, jetzt hast du das also geschafft. Ja. Wenn auch früher als geplant, gell? Ja, und Ihnen gratuliere ich natürlich auch, Herr Eichinger. Ja, danke schön. Aber da fehlt was. Schaut euch einmal den alten Deppen an. Also, das haben wir überhört, gell? So. Wo bloß der Albert bleibt mit dem Nudelsalat. Geh, Malis, sei doch so nett und geh geschwind rüber und hol ihn. Ein Nudelsalat? Nein, ein Albert. Ein Albert mit dem Nudelsalat. Findet denn der Bubi einen Weg nicht verloren? Ah, das ist jetzt Mr. Albert. Siehst du das? Auf unseren Burm ist einfach Verlass. Das ist ja auch eine großartige Leistung, eine Schüssel Nudelsalat von einem Gartentier zum nächsten zum Tragen. Sag einmal, Rosa, kannst du mir erklären, warum die Marlies immer so kratzbürstig ist mit meinem Albert? Ja, also, dein Albert überschlagt sie ja auch nicht gerade vor Begeisterung, wenn er die Malis singt. Geh, hört's auf, ihr zwei. Das müssen die Jungen selber wissen. Und sowas soll es ja geben, dass die Chemie nicht stimmt. Ja. Aber die Hauptsache ist doch, dass sie zwischen uns zwei stimmt, gell? Mein guter alter Freund. Das Altes kannst du weglassen, gell? Ich fühle mich jünger wie je zuvor. Oh, ich werde dich bei Gelegenheit dran erinnern. Bis Gott. Ja. Entschuldiges bitte vielmals, ich möchte nicht stören. Aber Sie stören doch nicht direkt. Ja, unsere Männer feiern gerade Abschied vom Berufsleben. Na, Herr Dengler, so alt sind Sie schon. Dankeschön, Frau Haber, für das Kompliment. Aber wir zwei sind in den Vorruhestand geschickt worden. Ja, also durchaus nicht zum alten Eisen gehörend. Oh Gott, so habe ich das doch auch gar nicht gemeint. Na, ich wollte sagen, Sie schauen wirklich noch umwerfend ich meine, gut aus, meine ich. Ja, hast du das gehört, Rosa? Umwerfend. Ja, da muss ich mir ja gleich wieder hinsetzen, gell? Nicht, dass mich auch noch umwirft. Ja, und was ist denn mit mir? Ja, was ist mit... Was? Ja, Sie natürlich auch, Herr Eichinger. Ja, dann möchte ich Ihnen beiden ganz, ganz herzlich gratulieren zum wohlverdienten Ruhestand. Frau Dengler, ich beneide Sie ja so, dass Sie Ihren Mann jetzt immer bei sich daheim haben. Wenn Sie das sagen, Freund Haberl. Aber reden wir lieber in einem halben Jahr noch mal davon, gell? Hast du irgendwelche Zweifel, liebe Frau, dass das Zusammenleben mit mir die wahre, anhaltende Freude wird? Noch nicht, mein lieber Mann. Aber es kann sich ja sehr schnell ändern. Ja, jetzt habe ich doch tatsächlich vergessen, was ich eigentlich wollte. Bestimmt was von meinem Mann. Selbstverständlich von Ihrem Mann. Entschuldigung, ich wollte sagen, nachdem ich ja einen männerlosen Haushalt führe, in dem halt immer wieder so Kleinigkeiten kaputt gehen, wo man halt einen Mann dafür braucht, gell? Aber jetzt fällt uns Verrecken nicht mehr ein. Wissen Sie was, Freund Haberl? Kommen Sie doch einfach wieder, wenn es Ihnen eingefallen ist, gell? Aber Sie, das muss nicht unbedingt heute noch sein.
Na, so überlebenswichtig war es ja dann auch nicht. Ja, Wiederschauen, Freund Haberl. Ja, dann feiern's noch recht schön, Herr Dengler. Wir werden uns ja jetzt dann bestimmt öfters sehen. Hoffe ich. Muss nicht unbedingt sein. Was meinen Sie? Ich meine, wenn's unbedingt sein muss, na, dann komme ich natürlich und helfe Ihnen. Ja, aber das weiß ich doch, Herr Dengler, dass ich mich auf Sie verlassen kann. Also jetzt auf Wiederschauen, Freund Haberl. Wiedersehen. Sachsen. Also das sieht der Blinder mit Schlappohren, dass die auf dich steht. Aber schon wir. Frag einmal, Rudolf, was hast denn du für eine Ausdrucksweise? Im Übrigen finde ich, dass sie sich ziemlich geschmacklos benimmt. Also ich finde schon, dass er einen guten Geschmack hat. Ich meine, unser Jahrgang möchte es auch ganz gern, dass man noch ein bisschen verehrt wird. Und außerdem, sie ist auch immer allein und auch immer ganz die Jüngste. Und da ist man nicht mehr so wählerisch. Also das tut jetzt weh. Aber ich weiß doch, mein Alterchen, dass die schmachtende Betty keine potenzielle Gefahr mehr für mich bedeutet. Da wäre ich mir an deiner Stelle gar nicht so sicher. Ja, also, wenn jetzt der Nudelsalat da wäre, könnte man anfangen, gell? Grüß Gott, mein Hans. Mama, bitteschön. Wir haben uns vor 10 Minuten das letzte Mal gesehen. Papa? Ja. Ich gratuliere zu deiner... Ja, was sagt man da gleich? Ja, das geht schon. Ich weiß doch, wie du das meinst. Geh her zu mir. Du bist mein Einziger, gell? Ja, also ich habe jetzt einen Nudelsalat mitgebracht. Stell dir vor, das haben wir gesehen. Hab ich mit dir geredet? Also, jetzt setzt euch hin, ich bringe einen Braten, Marlies stellen einen Stuhl da vorne hin. Na, nicht nötig. Mein Gott. Und als Kinder haben sie immer so schick gespielt miteinander. Die Zeiten ändern sich heute, gell? Ja, und in der Pubertät spielen das ja sowieso. Mama, ich bin gleich wieder fort. Ja, jetzt beruhig dich, ich weiß schon, dass du schon lange nicht mehr in der Pubertät bist. Da war ich mir nicht so sicher. Jetzt sei doch du einmal stark. Also, lieb sein, Kinder. Ja? Martin, erzähl mir mal, du, was habt ihr denn jetzt für Pläne? Hä? Pläne mir? Naja, wie soll ich sagen? Seht's? Jetzt weiß er schon wieder nicht mehr, gell? Na, der Martin und ich, wir haben ausgemacht, dass wir jetzt wenigstens im Sommer mindestens einmal in der Woche eine große Radtour machen. Und morgen fangen wir gleich damit an, gell? Ja, gleich morgen. Ja. Und wir fahren nächste Woche gleich am Starnberger See aus, gell, Rudolf? Zum Nabel der Welt. Ja, also da warten wir mal, wie es wieder wird. Ja, aber da muss ich nicht unbedingt mitfahren, oder? Naja, also, schön wäre das schon, Albert, wenn du auch mal mitfahren darfst. Schau, als Bub, da hast du ja wie so gefreut, wenn du mal Schifffall fahren hast dürfen. Ach mein, das Burli darf Schifffall fahren. Jetzt halt du einmal dein Klappen. Also, wir zwei gehen das ganz langsam an. Ja, also, natürlich macht man schon auch einmal eine größere Reise. Ja? Eine größere Reise? Wie groß denn, Rudolf? Mein Gott, so 4-5 Wochen Karibik-Kreuzfahrt, das war's heute. Hey, da wird mir ja schon schlecht, wenn ich an das Geschaukel nur denk. Also, ich wünsche mir, dass wir ganz viel radeln. Dazu hat er nämlich nie Lust gehabt nach dem Dienst. Muss ich radeln mit dir die Isar an, rauf und runter, so oft und so lang wie du willst. Das kostet wenigstens nichts. Nein. Eine große Reise muss wenigstens drin sein, gell? Das können wir uns jetzt leisten. Ich wollte ja schon immer mal nach Kenia. Das kenne ich auch. Vom Fernsehen. Ihr erinnert euch aber schon, dass ihr mir ein Auto versprochen habt. Ein Auto? Mir dir? Na, das muss der Mama gewesen sein, ich hab da kein Auto mehr. Da reden wir anders mal drüber, Kind. Also, und wenn überhaupt, dann wird es so geregelt, wir kaufen uns ein neues Auto und du, Marlies, kriegst dann unseres. Den alten Rostkübel. Ja, du sollst damit fahren und nicht angeben. Und fahren tut's. Das ist einmal wieder typisch. Nur Anspruchsdenken. Sag mal, was mischst du dir da eigentlich ein? Das sind Familienangelegenheiten und da holst du gefälligst dein Pappen. Jetzt ist er Ruhe, ja? Also, ich darf jetzt einmal sagen,
wir lassen das ganz langsam auf uns zukommen. Ne? Versprochen ist es auf jeden Fall. Und ich denke, dass ich auch in deinem Namen spreche, mein lieber alter... Er kann das Alt einfach nicht weglassen. Mein lieber alter Freund Martin. Ne? Und wir werden jetzt versuchen, unseren lieben Frauen so einige Wünsche zu erfüllen, zu denen wir bisher keine Zeit... Und keine Lust. Keine Zeit hatten. Und wir werden die gewonnene Freizeit sinnvoll mit unseren lieben Frauen verbringen. Sinnvoll auch noch. Sag einmal, musst jetzt du immer dazwischen babbeln. Also Prost. Ja, Prost. Prost. Und guten Appetit, gell? So. Ich meine ja nur, ob uns da auch immer was einfällt. Jeden Tag volles Programm, das wird anstrengend. Keine Sorge, Martin, mir fällt schon was ein. Ja. Und wer redet denn auch von jedem Tag? Mein Rudolf, der ist jetzt erst einmal froh, dass er endlich nicht mehr ins Büro muss. Gell, Rudolf? Ja, das darf laut sagen. Also zum Schluss habe ich den Job so richtig aufgeregt. Naja, also ich bin wirklich nicht traurig, dass sie mich früher heimgeschickt haben. Ich weiß eigentlich noch gar nicht, was ich so bin, aber naja, so. Greift's nur ordentlich zu, gell? Ja, gell? Marlies, du isst ja gar nichts. Ich is doch ununterbrochen, Papa. Albert, schmeckt dir der Nudelsalat? Ja, Mama, er schmeckt. Und er schmeckt nicht anders, wie er seit 30 Jahren schmeckt. Gell, so lang bist du noch gar nicht auf der Welt. War ein Scherz, Mama. Du machst aber auch komische Scherze. Naja, ich bin's ja gewohnt, ich kriege von seinem Vater auch kaum eine anständige Antwort. Warum soll denn dann der Sohn anders sein? Ja, aber Carla, ab jetzt habe ich doch Zeit, mir immer genau die richtige Antwort für dich zu überlegen. Wie meinst du das jetzt? War ein Scherz, Baby. Das ist der Charlie. Der holt mich ab. Du hast ja gar nichts gesagt. Mein Gott, jetzt ausgerechnet, wo der Papa halt feiert, Marlies, und mir auch. Also Mama, ich glaub nicht, dass der Papa sehr traurig ist, wenn ich da jetzt nimmer mit dabei bin. Oder, Papa? Ein bisschen traurig bin ich schon, aber sehr wäre übertrieben. Wenn's nur nicht gerade dieser Charlie wäre. Die Maschine wird's halt sein. Gell? Ein Charlie ist doch selber nichts anderes wie ein aufgestellter Brot. Viel Masse und nichts dahinter. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich dich irgendwann nach deiner Meinung gefragt hätte. Also, pfiat euch beieinander, ich bin gleich wieder da. Wir machen bloß eine kleine Spritztour. Setz einen Helm auf, Marlies. Ja, Mama, den setzt sie doch immer auf. Also, pfiat euch beieinander, noch viel Spaß. Ist der Nudelsalat halt wieder gut? Ja, ich werde mich jetzt dann auch verabschieden. Ja, wieso denn? Ja, jetzt, wo die Marlies nicht mehr da ist, jetzt brauchst du nicht mehr streiten. Ja, ich versteh's schon. Weil wir mit uns Alten rumhocken. Schon wieder alt. Wer ist da alt? Ich möchte heute und überhaupt das Wort alt nicht mehr hören. Es deprimiert mich. Ja, also, pfiat euch. Mein Gott. Ich weiß nicht, das Kind hat überhaupt keinen Sinn mehr für Familienleben. Ach, Carla, dieses Kind, das ist erwachsen. Ja, die Rosa hat schon recht. Was soll denn der junge Bursch mit so alte... ich meine natürlich fast Senioren. Rudolf, das Leben liegt noch vor uns. Uns erwarten noch ungeahnte Freuden und Überraschungen. Ja, ja, vor allen Dingen die, dass du jetzt jeden Tag in der Früh einen Abfalleimer ausleeren darfst. Martin, ich sehe schon, wir werden uns nach unseren Bürostunden noch zurücksehnen. Na, Rudolf, ich werde schon dafür sorgen, dass dir jeder Tag mit mir ein Vergnügen wird. Oh, schau dir das an, Rosa. Sag einmal, was hast du denn für gute Vorsätze? Ich werde mich bemühen, dass ich die Tage mit dir irgendwie überstehe. Oh, wer kann jetzt das sein? Wir haben doch gar niemanden mehr eingeladen. Ja, wahrscheinlich wieder die Haberl-Betty, meine heiße Verehrerin, mit irgendeinem ganz dringenden Anliegen. Aber dann, mein lieber Gell. Rudolf, magst du ein bisschen einen Nudelsalat? Ein Fleisch ist mir lieber, gell, ein Fleisch. Ja. Grüß Gott, meiner. Okay, da schaust du. Ja, komm in meine väterlichen Arme und lass dir
Greiger, ich weiß schon, was ich meine. Jetzt hört's mich bei der stürmischen Umarmung, bald aus der Kurve drauf. Opa, so eine Überraschung. Ja, Kommen Sie jetzt die hin und isst ein bisschen was mit? Ja. Allzu viel ist allerdings gar nicht mehr da, gell? Da bin ich schon wieder einmal zu spät. Aber das kommt schon. Ah, da ist ja Fleisch auch noch. Ja, so geht's am heute, Herr Habersetzer, wenn man keine Frau mehr hat, die für einen sorgt und für einen kocht. Da ist man dann dankbar um jeden Happen. Ja, hat aber auch seine Vorteile. Und ich verhungert schon nicht. Und verdursten wirst auch nicht. So, jetzt lasst ihr gut schmecken. Super. Sowieso. Ich muss sagen, Opa, das freut mich wirklich, dass du dich zum Anlass meines beginnenden Ruhestandes bei mir sehen lässt. Ehrensache. Und nachdem du mich nicht eingeladen hast, bin ich heute so gekommen. Opa, wir wissen doch, dass du solche Familienfeiern nicht besonders magst. Jojo, wenn's was Gutes zum Essen gibt, schon. Und dann gibt's noch einen ganz besonderen Tropfen. Jahrgangswein zur Feier des Tages. Ja, das hört sich nicht schlecht an. Aber warum ich eigentlich da bin, ich wollte dir, mein lieber Schwiegersohn, einige Ratschläge geben für die kommende Zeit, nicht wahr? Und denen natürlich auch, Herr Nachbar. Ja, da bin ich aber neugierig. Naja, lieber Herr Habersetzer, glaube nicht, dass wir Ihre Ratschläge benötigen, weil unsere Zukunft ist nämlich schon genauestens geplant. Ja, von Ihnen wahrscheinlich, gell? Das hätte ich mir schon denken können. Also, es ist doch... Ja, so war er schon immer. Ja, halt. Keine Aufregung. Ich spreche nämlich aus Erfahrung. Ja, ihr müsst wissen, meine liebe Frau, meine Verstorbene, nicht wahr? Also deine Mutter, liebe Tochter, die hat ja das heißt meine Rentnerzukunft auch schon total verplant gehabt. Aber total. Aber so geht es nicht, meine Damen. Opa, das ist jetzt wirklich nicht der richtige Zeitpunkt, dass du uns da mit deinen alten Weisheiten daherkommst. Irrtum, gerade jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Weil nämlich, wenn du den versäumst, mein lieber Schwiegersohn, dann hast du von Haus aus schon verspielt. Für den Rest deines Lebens. Ja, aber Opa, du wirst uns bei unseren Männern nicht aufhetzen. Ja, da möchte ich schon auch sehr drum bitten, gell? Hey, lassen doch, ist vielleicht ganz interessant, was er so zum Sagen hat. Hey, du weißt doch, dass der Opa immer einen Stunk macht. Außerdem ist er nicht mehr ganz nüchtern. Du, und außerdem hört er noch recht gut, gell? Aber du hast ja recht, meine Tochter, ich hab heute schon ein paar Gläser Lintus. Aber ich bin nur stocknüchtern, gell? Also, aufgepasst, meine Herren. Regel Nummer 1. Nichts gefallen lassen. Regel Nummer 2. Jetzt das Maria. Ja, nichts gefallen lassen, gell? Und sich nie rumkommandieren lassen, so nach dem Motto, Papa komm, Papa geh, Papa tu dieses, Papa tu jenes, Papa hol, Papa bring, Papa rauf, Papa runter, etc., nicht wahr? Regel Nummer 3, nichts gefallen lassen. Und immer nur das da, was da auch Spaß macht, gell? Regel Nummer 4. Ach, jetzt langt's. Das muss man wirklich nicht anhören. Carla, jetzt warte doch ein bisschen. Jetzt bin ich rausgekommen, was war jetzt Regel Nummer 4? Nichts gefallen lassen, Opa, wir wissen schon. Setzt euch doch wieder. Halt, jetzt weiß ich's wieder. Regel Nummer 4. Ja, nichts gefallen lassen. Und wenn du in der Woche 7 oder 8 Mal ins Wirtshaus gehen willst, dann gehst du, kapiert? Kapiert. Jawohl. Opa, aber jetzt legst du ein bisschen hin. Jetzt lege ich mir ein bisschen hin. Das ist unglaublich. Der ist ja besoffen. Das habe ich gleich gesehen, dass sie nicht mehr ganz nüchtern sind. Ui, ist mir schlecht. Dann reiche mir ein Sofa. Ja, Opa, jetzt gibst du Ruhe. Legst du ein bisschen ins Fernsehzimmer aufs Sofa, ja? Ja. Aber ich bin vielleicht gleich wieder da, gell? Dann kommt Regel Nummer 8 und Regel Nummer 9. Ja, nichts Opera, ja, nichts gefallen lassen. Also, weißt du, ich verstehe ja wirklich einen Spaß, aber das geht entschieden zu weit. Ja, mei, der wird halt einschlägige Erfahrungen gemacht haben. Fangst jetzt du auch noch an? Ja, er hat's ja wirklich nicht einfach gehabt mit meiner Mama. Alle Augenblick ist der was anderes eingefallen. Keine 5 Minuten hatten die in Ruhe lassen. Aber mir
Ich mein, wir sind doch ganz andere Frauen, gell, Carla? Ja, das wissen wir doch. Darum dürft ihr das auch dem Opa nicht übernehmen. Naja, aber jetzt seid mir bitte nicht böse. Es ist schon ziemlich spät, ich geh jetzt lieber heim. Ja, ich bin ja nicht böse, Carla, aber ich bleib ja ein bisschen bei Martin da sitzen, gell? Ja, freilich. Na, du Martin, ich weiß ein neuer Witz. Kommt ein Mann zum Arzt. Rudolf! Den kennen wir schon. Das geht ja schon gut um mit dem Ruhestand. Also gehe ich recht in der Annahme, dass die Herren jetzt lieber allein weiter feiern wollen. Ihr habt euch doch sicher noch vieles zu erzählen. Ja, zum Beispiel Witze erzählen. Ja, Regeln aufstellen. Ja, Regel Nummer 1. Regel Nummer 2. Und so weiter. Ja, das geht bei uns bis Regel Nummer 20. Ja. Also, gute Nacht, Schatzerl. Schatzerl, welch akustischer Leckerbissen. Also gut, jetzt trinkst du nicht mehr gar so viel, gell? Oh. Vierte Martin und danke, Rosa. Ja. Die Schüssel, die hol ich dann morgen abgespült. Viert euch. Gute Nacht. Also, ich nehme an, du hast nichts dagegen, wenn ich die Küche erst morgen wieder aufräumen, gell? Ich weiß doch, dass du immer solche Gewissensbisse hast, wenn du mich allein in der Küche werkeln siehst, gell? Ja, bist mal gescheites Mausal. Gute Nacht. Überanstreng dich nicht. Gute Nacht, Rudolf. Gute Nacht, Rosa. So, jetzt sind wir endlich unter uns. Weil der Opa, der hätte uns bald die ganze Stimmung vermasselt. Ja, uns nicht, höchstens unseren Frauen, gell? So, aber jetzt auch raus mit den frischen Glaseln, alter guter Freund. Hast aber gerade nur die Kurven gekriegt, mein Lieber. Ja, Glück gehabt. Ja, aber ganz ehrlich gesagt, ein bisschen Muffensausen habe ich jetzt schon fein. Ganz ehrlich gesagt, Rudi, ich auch. Jetzt haben wir also, unsere frühzeitige Freiheit. Naja, aber ich verstehe gar nicht, dass wir da jetzt einen Kopf so hängen lassen. Ganz im Gegenteil. Wir sind doch in der erfreulichen Situation, dass uns im Gegensatz zu manch anderen ein paar Jahre extra geschenkt worden sind, die wir mit lang ersehnten Aktivitäten nützen können. Ehrlich gesagt habe ich mir noch überhaupt keine Gedanken gemacht, was das für Aktivitäten sein könnten. Da wird uns schon was einfallen, wie wir unser Leben jetzt angenehm gestalten können. Prost! Prost! Weißt du, ich mache mir da jetzt mehr Sorgen um das ab sofort ununterbrochene Zusammenleben mit meiner Carla. Na, weißt du, unsere Frauen, die haben schon ihre Mucken. Naja, bisher haben wir ja relativ wenig davon gemerkt. Ja, aber wir haben schon unsere Mucken. Ja, aber keine schwerwiegenden. Auf gar keinen Fall. Wir haben keine Fehler, die eine Ehe ernsthaft belasten können. Weil wir von Natur aus still und unauffällig sind. Ja. Also nur, wenn wir uns machen lassen, was wir wollen. Ja, genau. Ja, nicht voll lassen. Du geh mal raus zum Opa, gell? Da können wir auch aufpassen, dass er nicht vom Sofa fällt. Jawohl, wir machen jetzt die Oper auf sie. Die Opa. Das gibt's ja nicht. Jetzt schnarcht der Opa auf dem Sofa und die anderen zwei hängen in die Sessel und schlafen. Schöne Feier. Das ist so ein Depp, der Charlie. Aber der kann warten. Den lass ich schmoren. Mindestens bis morgen. Mei, was ist denn jetzt schon wieder? Was willst denn du schon wieder? Jetzt beruhigt dich in dir gar nichts. Ist der Papa noch da? Ja, im Fernsehzimmer links die 2 und 3 Weinflaschen stehen auch mit drin. Na dann, gute Nacht. Dann geh halt! Das hab ich doch bloß so gesagt. Die Mama schickt mich rüber, ich soll ihren Papa holen. Ach, die Mama schickt's Bubilein. Da wärst du aber schwer da. Ja, warum holst du ihn eigentlich nicht selber? Ja, das hab ich auch gesagt. Dann lass du dich schicken wie ein kleiner Bub. Ich bin kein kleiner Bub mehr, vielleicht kapierst du es jetzt irgendwann einmal. Schrei doch nicht so! Ja, ich schrei doch gar nicht. Sag mal, hast du gewarnt? Na, und jetzt schleich dich! Mein Gott, bist du eine Kratzbürsten. Ja, und du meinst, dass wir den Papa wirklich da lassen? Ja, wo ist denn Übertragen zu euch?
Oder hast vielleicht Angst vor deiner Mama? Gerade noch. Du, Malis, du kannst mich nicht leiden, gell? Naja, aber ist eh wurscht. Damit kann ich leben. Aber wenn ich jetzt dann fertig bin, dann kriege ich wahrscheinlich eine Stelle in Köln. So? Naja, aber das ist ja dir sowieso egal. Also dann, gute Nacht. Gute Nacht. Albert, du darfst ja auch gehen, wenn's mir nicht egal war, oder? Warum? Ist dir nicht egal? Das hab ich nicht gesagt. Ja, aber was hast du dann gemeint? Mei, du nervst vielleicht! Du ja! So ein Depp! Das ist mir doch egal, ob du gehst oder ob du bleibst! Was fällt in der überhaupt ein? Männer! Der eine, der hat kein Schneid und der andere... Oh, oh, oh. Madel, Regel Nummer 1, nichts gefallen lassen. Und Regel Nummer 2, auf keinen Fall warnen. Hm? Martin, jetzt steh halt schon mal auf. Draußen ist das schönste Wetter und du liegst immer bloß faul umeinander. Jetzt wollte ich mich gerade wieder hinlegen. Was willst du denn? Es ist 4 Uhr nachmittags. Was ist denn? Was ist denn? Mein Gott. Seit 4 Wochen sehe ich dich nur in diesem Jogginganzug rumliegen. Manchmal stehe ich auch. Ach Mensch, Martin. Der Sommer ist schon bald vorbei und wir haben nicht eine einzige Radeltour gemacht. Jetzt lass dir doch Zeit, Rosa. Immer musst du so drängeln. Der Herbst hat auch noch wunderbare Tage. Also ich konnte gar nicht mehr anschauen in diesem verwaschenen Jogginganzug. Furchtbar. Ja, dann schau halt weg. Das musst du jetzt verstehen, Frau. Ich habe mich jahrzehntelang jeden Tag in meistens zu enge Hosen und in einer Sakko-Zwängen und so einen Strick um den Hals binden müssen. Ja, das muss ich jetzt auskosten, dass ich meine Freiheit genießen kann. Ja, das sollst ja auch. Aber nicht ununterbrochen und nicht 4 Wochen Tag für Tag. Mensch, Martin, ich weiß ja schon gar nicht mehr, wie du im Hemd und der Hosen ausschaust. So geht es nicht mehr weiter. Werd's ja nicht, aber lass mir doch mal Zeit. Was sind schon 4 Wochen gegen fast 3 Jahrzehnte Frondienst? Du weißt es doch. Nach einer unglaublichen Anspannung und permanenten Überforderung, da kommt dann in Ruhe der totale Zusammenbruch. Ja, also erstens warst du in deinem Job nicht permanent überfordert und zweitens ist das kein Zusammenbruch, sondern schlichtweg Faulheit. Martin, ich sehe dich bloß zum Essen noch aufrecht sitzen. Du ziehst dich jetzt an und dann radeln wir in den Wald aus. Radeln? Bei derer auf dem Hit? Ja, nächst vielleicht beim Regen radeln. Ich will überhaupt nicht radeln. Ja, was willst du denn dann? Meine Ruhe. Du hast jetzt 4 Wochen gehabt. Ich hab dir alles nachgetragen, dich von vorne bis hinten bedient. Aber damit ist jetzt Schluss, gell? Wenn du in Zukunft ein Bier willst, dann holst du das gefälligst selber. Dann bewegst du dich wenigstens mal vom Sofa bis zum Kühlschrank. Hey, dass du so hart mit mir bist, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wo ich mein Leben lang gearbeitet habe, damit es uns einmal gut geht. Es geht mir so aber nicht gut. Es geht mir hundsmiserabel. Wieso? Ich mach doch nichts. Ja eben, du machst nix, rein gar nix. Hab ich das nicht verdient, Rosalein? Natürlich hast du es verdient, Martin. Aber so wie du das machst, ist es einfach unerträglich. Schau mal, von dieser vielen Rumliegerei, da wärst du doch bloß noch von Tag zu Tag träger. Ja, genau. Ich fühle mich schlapp wie ein Sack Lumpen. Ich glaube, mir fehlt was. Ja, Bewegung. Du, wie war's noch mit Basteln? Du kannst mir doch so ein Netzchen ans Hockerl machen für die Küche, für die oberen Schränke. Da braucht ihr ja Holz. Und wo ist das Problem? Du ziehst dich jetzt an, gehst rüber zum Konditor, holst uns 2 schöne Stück Torte und dann trinken wir einen Kaffee auf der Terrasse. Und dann fahren wir noch im Baumarkt wegen dem Holz, gell? Hast du nicht selber was backen? Nein, hab ich nicht.
Aber Herr Nacht zieht immer einen Jogginganzug wieder an. Nein, das tust du nicht. Aber die Hosen, die drucken mir alle so. Kein Wunder, so wie du zugenommen hast. Ich? Ja, beweg dich ein bisschen mehr, dann nimmst du auch wieder ab. Ja, so, jetzt ziehst du noch Hosen an. So ein Aufwand, wo uns auf der Terrasse keiner sieht. Er begreift's nicht, er begreift's einfach nicht. Und was hat er mir alles versprochen? Ha, jeden Tag eine Radeltour, mit dem Auto einmal in die Berg fahren, ins Café gehen, in der Kino gehen und nichts passiert, nix. Du sag einmal, wo ist denn der Geldbeutel? Da, wo du hingelegt hast. Ich? Ah ja, ich geh gleich hinten raus. Ah, typisch, seine älteste Hosen hat er wieder an. Ah, wenigstens hat er ein Hemd dazu. Grüß dich, Rosa. Grüß dich. Du, ich hab den Martin gerade hinten ausgesehen. Wieso hat denn der so enge Hosen an? Und? Wie läuft's bei euch? Gar nichts läuft. Er liegt nur faul auf dem Sofa umeinander. Und was hat der mir alles versprochen? Oh mein Gott, Rosa. Und ihr? Wart ihr wenigstens schon am Starnberger See? Schieb aus. Ja, was macht's denn ihr den ganzen Tag? Ich sehe ja nie in Rudolf. Sag einmal, hast du eine Tasse Kaffee für mich? Freilich. Es wundert mich nicht, dass du den nicht siehst. Weißt du, was der macht? Das glaubst du nicht, wenn ich dir das erzähle. Der packt jeden Tag seinen Aktenkoffer und saust ins Büro. Das gibt's nicht. Ja, gibt's schon. Beim Rudolf gibt's das schon. Ja, aber der hat doch immer gesagt, wie froh dass er ist, dass er nicht mehr in diesen Saftladen rein muss und dass er nie mehr einen Fuß in diesen Betrieb setzen wird. Hat er gesagt. Und was macht er? Er stellt sich jeden Tag in der Früh um 6 Uhr einen Wecker, rumpelt aus dem Bett aus, fegt umeinander, zieht seinen guten Anzug an, packt seinen Aktenkoffer und saust ins Büro. Anstatt, dass er sich endlich einmal gemütlich machen darf, seinen neuen Jogginganzug anzieht und einfach bloß daheim bleibt. Hör bloß auf, der meine kommt aus dem Jogginganzug gar nicht mehr raus, gell? Er muss nachschauen, wie es im Büro läuft und ob's ohne ihm zurechtkommt. Was sagst du jetzt da dazu? Die werden eine Freude haben. Rosa, ich bin verzweifelt. Der Mann, der kann einfach nicht loslassen. Ja, da hat meiner keine Probleme damit. Also so Rosa, kann's auf keinen Fall weitergehen. Ja, das hab ich meinem auch gesagt. Der verfault ja schon langsam auf dem Sofa. Ja. Und der Mai, der kommt nicht zur Ruhe. Weißt du was? Die haben ein Problem mit diesem Ruhestand. Und jeder verarbeitet seinen Frust auf seine Weise. Und wenn wir unseren Frust verarbeiten, danach fragt keiner, gell? Die brauchen unbedingt wieder eine sinnvolle Beschäftigung. Dabei mache ich alles, um ihn zu verwöhnen. Brauche ich beim Martin gar nicht anfangen, der merkt das sowieso nicht. Weißt du was? Die brauchen ein Hobby. Und zwar eines, wo sie 3 Tage in der Woche beschäftigt sind. Genau. Aber du, Rosa, so ein Hobby, das ist vielleicht gar nicht so einfach in dem Alter. Und wenn einer noch nie eins gehabt hat. Ja, was ist jetzt? Machst du einen Kaffee? Ja, freilich da. Wie war's denn mit Angeln? Okay. Nicht bloß im Sommer. Nein, im Winter auch. Eisfischen zum Beispiel. Oder Kegeln. Ja, einmal in der Woche. Ich habe ihm ja schon einen Flugzeugmodellbaukasten gekauft. Du, na sagt er, was soll ich damit? Du, vielleicht könnten sie Bierdeckel sammeln. Oder Briefmarken. So ein Schmarrn, da hocken sie ja wieder bloß daheim umeinander. Und der meine im Jogginganzug vor die Bierdeckel. Nein. Ich wollte dem Rudolf schon eine Golfausrüstung kaufen. Na, war er wenigstens vom Büro abgelehnt. Kannst du vergessen, der Martin spielt niemals Golf. Für den sind das alles Snobs und Angeber. Und was ist mit Fußball? Ja, am besten gleich in der Bundesliga. Ne? Du kannst doch Rentner und sei es auch früh nicht einfach zum Fußballspielen anfangen lassen. Wieso? Es gibt ja Rentnerfußball. Na, die riechen den Braten sofort. Aber mir ist da schon eine ganz andere Idee gekommen. Wir verzeihen. Ah, da schau her. Ein ganz seltener Gast, unsere liebe Carla. Ja, der Martin. Die sieht man ja gar nicht mehr. Bist ja recht früh unterwegs mit deiner Frau. Naja, wie soll ich sagen, es hält sich in Grenzen, ja.
weißt du, muss ich jetzt erst einmal ein bisschen relaxen, um den jahrelangen, jahrzehntelangen Stress physisch und psychisch zu verarbeiten, wenn du mich verstehst. Ich verstehe dich schon. Ja. Und was macht der Rudolf so? Den sieht man gar nicht mehr. Ja, ist ja auch schwer vom Sofa aus. Der Rudolf, der ist aber noch kreiznotwendig. Ja, mir ist da schon was zu Ohren gekommen. Was denn? Ja, du Rosa, geh, du machst schon noch einen Kaffee, ja? Und dann können wir uns ja ein bisschen raussetzen und die 2 Stück Kuchen, die werden wir halt teilen. Ja, was, Martin? Du setzt dich hinaus und ich gehe mit der Carla ins Café. Ja, wieso denn jetzt ins... Ja, freilich. Die Rosa und ich, wir wollten ja noch ein bisschen ratschen, gell, Rosa? Ja, jetzt habe ich mir doch eigentlich umgezogen und einen Kuchen gekauft. Na, das ist aber tragisch, gell? Jetzt hast du ganz umsonst der Hinterl und der Hose angezogen. Aber weißt du was, mein Alterchen? Du darfst die 2 Stückel Kuchen ganz allein essen und ich gehe mit der Carla ins Café. Komm, Carla! Ja, wie finde ich jetzt das? Kaum sind die 2 Weizen beieinander, so ist man ausgebotet. Und Martin, lass die Hosen an, gell? Wir gehen heute noch ins Kino. Hat dein Martin ein bisschen zugenommen? Wer hat da zugenommen? Oh. Und die Tür haben sie auch wieder auflassen. Ui, da läuft ja der Rudolf. Wo kommt denn der so geschniegelt daher? Ah ja, ich weiß schon. Rudi, geh mal rein zu mir. Es gibt auch noch einen Kuchen. Ja. Grüß dich, Martin. Grüß dich, alter Spezi. Setz dich nur her. Es ist schon alles fertig. Was schaust denn du so verhagelt rein? Ja, mei, also, was soll ich jetzt da sagen? Fest schaust aus. Geschniegelt und bügelt, wie in deine besten Abteilungsleiterzeiten. Geh doch auf, das ist vorbei. Du, und hast schon recht viel unternommen mit deiner Carla? Ja, also, eigentlich noch nix. Und du? Naja, Dito, weißt, mir fehlt irgendwie der Auftrieb. Ich hab zu nix eine Lust, wenn du mir verstehst. Und wir haben uns auf unserem Vorruhestand gefreut. Gell? Kann das sein, Rudi, dass mit uns zwar irgendwas nicht stimmt? Was soll denn da nicht stimmen? Naja, nein, du verstehst mich schon. Ich hock den ganzen Tag daheim, geh meiner Frau und mir selber am Wecker. Und du? Was ist mit mir? Mei, Rudi, mit mir kannst du doch reden, spuck's schon aus. Na, außerdem weiß ich eh schon, dass du jeden Tag wieder in dein Büro reingehst. Ui, wer hat denn dir das gesteckt, hä? Aber das eine sage ich dir. In der Firma geht es drunter und drüber, seitdem ich nicht mehr da bin. Meinst du? Ja. Und wenn? Was interessiert dich das dann noch? Also du bist vielleicht gut. Wo ich in jahrzehntelanger Arbeit alles aufgebaut hab. Du, und schon am 2. Tag sitzt dieser junge Spund, der Spindler, der von nichts eine Ahnung hat, auf meinem Stuhl, an meinem Schreibtisch. Und soll er sich drunter hocken? Also, Rudolf, der hat deine Stelle offiziell übernommen. Und darum sitzt er auch an deinem, eben nicht mehr deinem Schreibtisch. Ich glaube, du hast da irgendwas noch nicht so richtig gespannt. Und was der für Neuerungen eingeführt hat, ich sag dir, skandalös, sag ich dir, skandalös. Du, und alle hängen an seinen Lippen, als ob er das Evangelium verkünden darf. Aber ich weiß ganz genau, wenn der so weitermacht, dann geht's mit der Firma bergab. Ja, und hast du in diese Firma dein Geld investiert? Ja, bin ich blöd? Nein. Ja, also was juckt dich das da noch? Rudolf, du hast da ganz ein großes Problem. Du kannst nicht loslassen. Ich zum Beispiel, ich kann das prima. Ja, komm aus meinem Jogginganzug schon gar nicht mehr raus. Und warum hast du dann heute keinen an? Aber das war nicht so... Die ersten Tage war es ja noch ganz lustig, wie ich in die Firma gekommen bin. Weißt du, da haben sie sich alle gefreut, wie ich meine Witze noch verzeiht habe. Aber jetzt seit ein paar Tagen grüßen sie mich nicht mehr, schauen mich gar nicht mehr an, gehen einfach an mir vorbei. Du, und wie ich heute in das Büro von dem jungen Spund da komme, von dem Spindler, sagt doch der tatsächlich zu mir, dass ich kann es gar nicht wiederholen. Ich kann es mir vorstellen. Rudolf, mir ist zu Ohren gekommen, dass schon alle lachen über dich, dass sie ihre Witz reißen oder gar erschrecken, wenn du jeden Tag wieder zur Tür reinkommst. Wer sagt das? Das ist doch ganz unwichtig. Du musst doch selber merken, dass du in der Firma nichts mehr verloren hast. Schau,
Sie haben uns in alle Ehren verabschiedet, haben uns ein Geschenk in die Hand gedrückt und ein paar lobende Worte an den Kopf. Ja, und damit aus, basta, finito. Mach dir doch deinen guten Abgang nicht mit Gewalt kaputt. Bin ich wirklich so schlimm? Ja. Schau, mir fehlt mir kleine Tipps hier. Wir haben uns die ganzen Jahre immer so gut verstanden und dann zwickt's mich. Soll ich nicht doch wieder einmal für ein paar Minuten reinschauen, kurz Hallo sagen? Aber nein, denken wir dann, es ist vorbei. Sie haben uns in Rente geschickt und ich mache mich da nicht zum Kasperl. Zum Kasperl? Wie meinst du das? Ja, das ist hart, aber wahr. Oder ich weiß ja nicht mehr, wie du immer geschrien hast. Keine 10 Pferde bringen mich mehr in diese Firma hinein. Naja, da hast du schon recht. Wahrscheinlich. Nicht wahrscheinlich, ich hab recht. Was ist mit deiner Frau? Bleib halt daheim und macht's es euch schön. Ja, aber das ist ja auch sowas, was mich so fürchterlich aufbringt. Andauernd wurzeln zu mir rum. Immer will es mir schön machen. Ja, brauchst was, sag's, willst was. Das ist ja nicht zum Aushalten, ist ja das. Ja, du, einen Modell-Flugzeugbaukasten hast du mir schon gekauft. Wie für ein kleiner Burm. Das ist... Moment. Ja. Ach, Albert, grüß dich. Grüß dich. Ach, Papa, gut, dass du da bist. Grüß dich. Grüß dich. Du, ich hab einen Hausschlüssel vergessen. Das Mama noch nicht da. Na, die sitzt mit meiner Frau im Café und schlagt die Zeit tot. Wollen wir von euch zwei noch nicht behaupten können, gell? Ah, du Ehrenschako, jetzt wird er auch noch frech. Jetzt pass mal auf, mein Sohn, wir zwei haben ein Leben lang hart gearbeitet, ja, damit es unseren Frauen und euren Müttern und natürlich euch auch einmal gut geht, verstehst? Spar dir die Leier, Papa, die kenne ich schon auswendig. Ein Schlüssel, bitteschön. Ja. Übrigens, Papa, warst du heute wieder im Büro? Woher weißt du das? Jetzt reg dich nicht auf, Papa. Das pfeifen bereits die Spatzen von allen Dächern. Also, führt euch beieinander. Ja, Da, hast du gehört? Höchste Zeit, dass du die Notbremse ziehst. Du, wie wär's denn, wenn wir heute Abend mit unseren Frauen einmal ins Kino gehen daten? Ja, du, ich glaube, wir müssen dringend was unternehmen, um unsere Ehehälften bei Laune zu halten. Ja. Laune, apropos Laune. Du, ich weiß ein neuer Witz. Kommt eine Frau zum Arzt. Rudolf. Vierte Martin. Vierte Rudolf. Rudolf! Ja. Ach, den hat's ja sauber erwischt. Dagegen geht's mir ja direkt prima. Ah, da schau her. Mein Herr Vater einmal wieder aufrecht stehend. Du fällst frech werden, gell? Also Papa, jetzt sei mir bitte nicht besser, aber du übertreibst das schon ein bisschen mit der Ruhe. Dass das Mama überhaupt noch mitmacht. Sag einmal, wer bin ich denn? Muss ich mir von euch zwei Weibsen vorschreiben lassen, was ich machen soll? So, jetzt mag ich grad nicht. Das habt ihr jetzt davor. Ja, bitte Papa, mir tut das nix. Solange du dich wohlfühlst. Ich bin jetzt derweil kurz in der Garage. Nix Garage! Du bleibst da, wenn ich mit dir streit! Sag mal, was schreist denn du so? Das soll man sich nicht aufregen. Muss ich mir als Familienernährer von dem halbfertigen Fratz vorschreiben lassen, wie ich mein Leben verbringen sollte? Der wird halt auch schon langsam gegen den Strich gehen, dass du dauernd bloß rumliegst. Und, was ist? Gehen wir jetzt noch ins Kino? Gestrichen! Ernsthaft, Zeit da stehen, da ist Bügelbrett mitten im Weg! Weil ich noch bügeln muss. Außerdem steht's nicht im Weg, sondern auf der Seite. Aber wenn man natürlich in ein Zimmer rennt, ohne dass man die Augen Ein aufmacht. Bügelbrett kann aufgeräumt, wenn man fertig ist. Ich bin aber noch nicht fertig. Das ist mir wurscht, was man klein macht, das kann man nicht vergessen. Sag mal, bist du schwerhörig? Ich hab's nicht vergessen. Ich muss noch bügeln. Du hast da hinten das Kammer für dein ganzes Grußzeichen, aber na, mitten im Weg muss man stehen. Lass jetzt das Bügelbrett da stehen. Heute bügelst du bis nimmer und morgen holst du das wieder raus. Lass das da stehen. Das kommt nicht, sag ich. Das ist eine unnötige Gefahrenquelle. Oder willst du, dass ich mir in meinem eigenen Haus verrät? Ich holt's nicht mehr aus. So, und mit einem Handgriff hast du es morgen wieder heraus. Überhaupt kein Grund, dass man so ein Geschrei macht. Wer macht denn da ein Geschrei? Du doch, ha? Nur weil du jetzt hier fast 30 Jahre lang so eine geschlamperte Wirtschaft gehabt hast. Brauchst nicht glauben, das wirst so weitergehen. Jetzt bin ich da. Das ist jetzt vorbei. Du, wer hat denn da eine geschlamperte Wirtschaft? Ha, wer denn?
Du, sag einmal, was fällst dir denn du überhaupt ein? Hast du in den letzten Jahren überhaupt einmal Anlass zur Klage gehabt? Oh ja, liebe Frau, das habe ich sehr wohl gehabt. Ja, ich habe bisher immer nur duldend geschwiegen. Zum Beispiel weiß ich ganz genau, dass du da herin mit der Carla immer rauchst. Oh, und ich weiß ganz genau, dass du da herin mit dem Rudolf immer saufst. Und hier zum Beispiel. Wie oft habe ich dir schon gesagt, du sollst nicht über das Plastikklubzeigel da kaufen, wa? Es gibt dann Joghurt auch in Pfandgläser, die man zurückbringen kann. Noch nie was gehört davon, was? Und dann wirft das noch nicht einmal in gelben Sack rein, sondern in den Mülleimer. Ja, und ich brauche keine Milch in den Milchtüten, diesen Plastiktüten, dass die Umwelt noch mehr zugemüllt wird. Hör mir bloß auf mit der Umwelt, sonst krieg ich einen Schreikrampf. Nimmst das schöne Henkelhaferl von der Mama, gehst über zur Bayern, da kriegst du frische Kuhmilch, die ist auch bedeutend gesünder. Ja, aber auf mich hört man ja nicht. In gelben Sack damit! Mach nur weiter so. Jawohl! Auf jeden Fall sind jetzt einmal die Fronten geklärt. Das hat mich schon lang gedruckt. Mama, wo bist du? Mama, sag mal, hast du gewonnen? Na. So komm jetzt nicht mit dem alten Spruch, ich hab Zwiebel geschnitten, gell? Natürlich hast du gewonnen. Warum hast du den Martin gerade so pressiert? Weiß ich nicht, ist mir auch wurscht. Oh, das gefällt mir aber gar nicht. Ja, du, mir fall auch nicht. Mir auch nicht. Magst du was zum Essen, Opa? Was hättest du denn? Nix. Der Martin hat alles zusammengefressen. Ja, warum fragst du denn nachher? Mensch, jetzt reg mich du nicht auch noch auf. Jesus, ich tue doch gar nichts. Du, ich komm ganz unschuldig da bei der Tür rein. Entschuldige, Opa. Ja. Ein Bier hätte ich noch. Na, das ist doch schon mal was für einen Anfang. Ja, weißt du, Opa, mit dem Papa, da haben wir es zur Zeit nicht leicht. Warum befolgt er meine Ratschläge nicht? Ha, du und deine Ratschläge. Da hast du mir vorher eine Riesenfreude gemacht damit. Ah, dann funktioniert's also. Sag einmal, Opa, bist du wirklich der Ansicht, dass der Martin schlecht gehabt hat bei mir? Ich? Na, eigentlich nicht. Ja, weißt du, Opa, seitdem der Papa daheim ist, liegt er von der Früh bis am Abend ins Bett geht nur auf dem Sofa rum. Ja, und das seit fast 5 Wochen, Tag für Tag. Ja, so ein fauler Strick. Ha? Es ist nicht mehr zum Aushalten. Er bewegt sich einfach nicht. Er tut rein gar nichts. Oh, du, gerade hat er sich aber sehr toll bewegt, wie er ausgerumpelt ist. Weil wir gestritten haben. Ach so. Ja, weißt du, Opa, vielleicht kannst du ja mal am Papa gut zureden mit so ganz speziellen Regeln. Weißt du, schon so Nummer 1, Nummer 2. Ja, aber bitte schon andere Regeln wie das letzte Mal, gell? Oh, ob mir da was einfällt? Ich kann da schon was einsagen. Zum Beispiel, dass man sich in der Früh anzieht, dass man nicht den ganzen Tag in seinem Jogginganzug umeinander rennt, einmal mit mir Radl fährt, mir hilft, ins Café geht, einmal ins Kino geht. Ja, ob man das alles merken kann. Das kannst du schon merken. Bist du ja sonst auch so schlau, gell? Ich hab mir nie gedacht, dass das so schwierig ist, mit einem Rentner verheiratet zu sein. Ja. Einmal Rentner, immer Rentner. Also ich werde einmal in mich gehen, zwingst die Regeln, gell? So, aber jetzt muss ich wieder weiter, weil ich habe heute noch ein Date. Was hast du? Schau nicht so schockiert, ich treffe mich noch mit einer Dame. Was? Ja, ich habe auf eine Annonce hingeschrieben, die da lautet, leicht ergrautes Kuschelkätzchen sucht Schmuselkater. Jetzt dann die kalte Zeit kommt und ich aber so leicht friere, aber man denkt, na ja. Ich fass es nicht. Das gibt's ja nicht. Sucht sie der Opa noch eine Freundin? Ja, hoffentlich will die weiters nichts von mir. Weil sonst kann man in ernsthafte Schwierigkeiten. Gell? Opa, pfui. Na, wegen dem Geld meine ich. Nicht, was du meinst, glaubst, dass die Jugend halt. Pfui. Opa. Du, bevor du dich näher mit ihr einlässt, möchte ich dich vielleicht schon noch sehen. Ja, vor der Hochzeit stehe ich euch schon noch vor. Da bin ich gespannt. Jetzt geh ich erst einmal einkaufen. Ja, da gehe ich gleich mit. Und meine Damen, Kopf hoch, es wird schon wieder, ist immer noch wohl. Ja. Vierte mein Herzkäferl. Und nicht mehr weinen, ist kein Mannsbild wert. Ich bin auch eins. Herrschaft zeigt mir selbst Na, den ruf jetzt
mir ja gar nicht ein. Das ist er. Hab ich's doch gewusst. Charlie? Du bist das nur. Ja, und? Was willst? Fragen wollte die was. Vergiss wieder. Frag mich sowieso, warum ich hier schon überhaupt gekommen bin. Also, wenn du das schon nicht weißt, dann kann ich dir auch nicht helfen. Ja, und? Was ist? Dass du immer gleich so grantig zu mir bist. Früher, da haben wir doch... Sag jetzt ja nicht. Immer so nett miteinander gespielt. Nein, das wollte ich nicht sagen. Ja, aber es stimmt doch. Nein, du bist mir halt einfach zu langweilig, verstehst? Also woher willst du wissen, dass ich dir jetzt langweilig bin? Ja, du kennst mich doch nicht einmal richtig. Ja, Gott sei Dank. Ich trau mir wetten, dass du nur deswegen so warm bist, weil du ständig mit diesem Reserverocker da rumziehst. Geh, der passt doch gar nicht zu dir. Aha. Willst du also damit andeuten, dass du besser zu mir passen darfst? Ja, nein. Also jedenfalls besser wie dieser möchtegern Casanova. Mei, du nervst. Ja, jetzt sag mal, was wolltest denn du eigentlich? Sag mal, bist du so naiv oder tust du nur so? Was? Ich wollte dir bloß sagen... Was? Ja, dass ich die eigentlich... Was? Ja, dass ich die... Was denn? Ach, bitte doch, du nicht sei, du blöde Hähner! Tut mir leid, Freund Haberl, aber mein Mann ist leider nicht daheim. Und wann kommt er wieder? Weiß ich leider auch nicht. Was hätten Sie braucht? Einen Mann. Aha. Bei mir ist die Vorhangstange auf der einen Seite runterbrochen. Und jetzt habe ich Angst, dass doch ganz runterfällt. Wissen Sie was, Freund Haberl? Nehmen Sie den Vorhang an einer Seite ganz vorsichtig runter, dann ist er nicht mehr so schwer, gell? Ja. Ich schicke Ihnen dann meinen Mann vorbei. Ja, mit einem Gips, bittchen. Jawohl, Gips können Sie haben, Grips kann mein Mann leider nicht liefern. Sonst noch was? Ja, Schrauben müsst ihr auch mitbringen. Jawohl, die sind bei ihm sowieso locker. Meine Frau Denk, ich beneide Sie ja so, dass Sie Ihren Mann jetzt immer bei sich haben. Oh, das muss ja wunderbar sein. Wunderbar. Wenn man so eine harmonische Verbindung hat, die schon so viele Jahre hält. Oh, da braucht man sicher gar nicht mehr viel reden. Da versteht man sich auch ohne Worte. Habe ich nicht recht? Ja, da haben Sie recht, Freund Haberl. Ich rede und er hört nicht zu. Sie beide streiten doch nie, stimmt's? Wie kommen Sie da drauf? Ja, weil Ihr Mann macht immer einen so ausgeglichenen, zufriedenen, ja, gemütlichen Eindruck. Ja, er ist ja auch mit mir verheiratet, muss er ja zufrieden sein, gell? Und gemütlich macht er sich's schon selber. Ach, mein Gott, ist das schön! Ja. Sie wissen ja, dass ich ganz alleine bin. Und das ist nicht immer einfach, Frau Dengler. Das dürfen Sie mir glauben. Ja. Drum hoffe ich, dass Sie das alles zu schätzen wissen, Frau Dengler. Ja, ja, Freund Haberl, ich werde daran arbeiten. Ja. Ja, unser liebes Freund Haberl. Wo druckt denn heute der Schuh? Herr Denk, Sie schickt der Himmel. Das heißt, ich bin ja eigentlich kommen, gell? Ja. Wissen Sie, meine Vorhangstange ist runterbrochen. Na, was Sie nicht sagen, haben Sie dran geturnt, hä? Das ist eine ganz lustige. Ja, sagen Sie das ruhig auch einmal meiner Frau Gattin. Ja, also dann schauen wir mal, was brauche ich denn? Gips und Schrauben. Dankeschön nochmals, Frau Dengler, dass Sie mir einen Mann immer so großzügig und bereitwillig ausleihen. Aber das ist doch kein Problem, Freund Haberl. Wissen Sie was? Ich bin noch viel großzügiger. Ich schenke Ihnen. Ja! So Nerven hat schon die Mama. Verschwindet einfach ohne ein Wort eine Woche lang mit der Carla. Grüß dich. Ja. Und? Habt schon was gehört? Na, Mir auch nicht. Also ich finde es einfach unmöglich. Zu mir nichts, dir nichts verschwinden und uns alle hocken lassen da. Verantwortungslos ist es. wem gegenüber? Ja, uns?
Albert, unsere Väter sind erwachsen und wir sind doch auch schon längst aus dem Babyalter raus. Das hat doch mit dem nichts zum tun. Ja, Frau und Mutter kehren einfach ins Haus und damit passt er. Ach, da schau her. Du bist ja auf dem besten Weg, dass du ein kleiner Macho wärst. Eine Frau kehrt an Herd und wehe, sie streckt einmal zu weit ihre Nase aus der Küche raus, dann ist gleich eine Emanze. Ganz toll. Also, das ist doch ein hirnrissiger Schwachsinn, was du da daherredst. Dann denk du bitte noch mal drüber nach, was du gerade für einen Schwachsinn von dir gibst. Seit wir auf der Welt sind, machen doch unsere Mütter nichts anderes, als uns und ihre Männer zu versorgen. Ihren Traum, sich einmal eigene Wünsche zu erfüllen, den haben sie doch schon längst begraben. Die sind ja schon dankbar für ein paar Tage Urlaub und ansonsten mit dem zufrieden, was irgendwie für sie abfällt. Ganz so schlimm war es jetzt auch wieder nicht. Nur Dodschicks Hausmutter war meine Mama nie. Meine doch auch nicht. Aber da freuen sie sich drauf, dass noch ein paar Jahre mit ihren Männern genießen können. Und was passiert? Was? Ja, nix. Der eine, der liegt nur faul rum und der andere, der ist mehr mit seinem Job verheiratet wie mit seiner eigenen Frau. Das war doch nur ein paar Wochen oder so. Das hätte sich schon noch geändert. Nix hätte sich geändert, das schwöre ich dir. Unsere Väter hätten sich weiterhin schön den bequemsten Weg rausgesucht und hätten sich weiterhin schön bedienen lassen. Wie gewohnt. Mein Papa ist doch gar nicht der Typ dazu, dass er sich die ganze Zeit bedienen lässt. Jetzt red bitte schon nicht von Sachen, die du nicht verstehst. Sag mal, was streite ich überhaupt mit dir rum? Du willst es ja gar nicht kapieren. Dass unsere Mütter verschwunden sind, das ist doch ein reiner Hilferuf. Also nur dramatischer geht's ja wohl nicht, ha? Hilferuf. Also glaubst du, du hast Weisheiten auf Lager, wie wenn du schon 60 Jahre alt warst? Im Gegensatz zu dir habe ich wenigstens eine Ahnung von den Gefühlen einer Frau. Ha! Du lach ja. Also der dich aus Versehen einmal heiratet, der hat's auch nicht leicht. Also ich hoffe schon, ich werde nicht einmal aus Versehen geheiratet, sondern aus Liebe, du Depp. Ja, danke. Bitte, kommt von Herzen. Ja, da geh ich halt jetzt wieder. Ja, bitte. Wie ist denn das jetzt überhaupt mit dem Charlie? Also eigentlich geht dich das überhaupt nichts an. Aber ich sag's dir trotzdem. Vergangenheit. Aha. Ist noch irgendwas? Na. Also, wenn's was erfahrt, dann sagt es uns halt gleich, gell? Weil die zwei, die kommen entweder gemeinsam oder gar nimmer. Gar nimmer? Freilich kommen's wieder. Ja, schon allein aus dem Grund, weil ihnen irgendwann mit Sicherheit einmal das Geld ausgewährt. Also manchmal bist du nur wie ein kleines Baby. Jetzt spul dich nicht so auf, als wenn du alle Weisheiten der Welt mit dem Löffel gefressen hättest. Das ist ja nicht zum Aushalten mit dir. Da schau her. Macht sie dir also wirklich Sorgen um seine Mama? Vielleicht ist der Albert ja gar nicht so blöd. Ja, Marlies, was hast du mit dem Albert gemacht? Der hat mich jetzt bald umgerannt. Grüß dich, Opa. Grüß dich. Ja, dem hab ich seinen Kopf ein bisschen zurechtgeguckt. Ah, dann magst du ihn also. Wie kommst du denn auf die absurde Idee? Mein liebes Herzkäfer, eines hat der Opa gelernt in seinem langen Leben. Wenn man sich die Mühe macht, einen anderen zurechtzustutzen, dann mag man. Weil sonst darf sich nämlich der Aufwand nicht lohnen. Also Opa, jetzt sei mir bitte nicht besser, aber ich glaub, du siehst schon Gespenster. Nein, das war nur wegen unserer Mütter. Ach so. Und dann hat der Albert nur so typische Macho-Sprüche loslassen. Lauter so ein Schwachsinn, so von wegen Frauen kehren an Herd. Da kehren sie auch. Das war schon immer so. Opa, du, die Zeiten, die haben sich doch geändert. Ja, jetzt reg dich nicht auf, mein Chappel, du hast ja recht. Wir Mannsmutter haben wirklich einiges falsch gemacht früher. Aber Gott sei Dank brauchen wir heutzutage mit solchen Problemen nicht mehr rumschlagen. Du kannst es ja aber auch nicht sein lassen, deine veralteten Weisheiten weiterzugeben. Ich sag nur Regel Nummer 1, Ja. Nummer 2. Da war ich nicht mehr ganz nüchtern. So, und jetzt bist du brav und bringst deinem Opa ein schönes Begrüßungsbier. Gell? Ach, mein Opa, wenn ich die nicht hätte. Ja, mein Lieber, dann hättest du halt einen anderen, gell? Du, sag mir lieber einmal, was ist denn eigentlich los mit dir, hä? Ich weiß nicht. Hey, der Albert,
Der geht mir tierisch auf den Geist. Aha. Ja und? Und, ja, ich weiß doch auch nicht. Der Charlie, der hat mich sitzen lassen. Und jetzt sehe ich halt jeden Tag den Albert. Zufällig. Ja, ja. Und jetzt gingen dir die Dates mit deinem Rockerfreund gar nicht mehr ab, oder? Ich weiß nicht. Ja. Du, sag einmal, was ist denn eigentlich aus deinem Date geworden? Ach, vergiss es. Fehlanzeige. Mein Lieber, das war da vielleicht eine zugespachtelte alte Schnepfen. Opa! So redet du doch nicht von einer Frau. In dem Fall schon. Du, von wegen Kuschelkätzchen. Die ist ja dahergekommen wie eine lebende Litfaßsäule. Ja, also nicht so rund, aber so bunt. Und gescheit war die, sag ich dir, gescheit. Hat's wenigstens gemeint. Ja, und da ist mir halt noch Tom auch wieder eingefallen. Wie die lieb war mit ihren kleinen Falterl im Gesicht und ihre weißen Lockerl am Kopf drum, die immer so gewackelt haben, wenn sie mich geschimpft hat. Ja, ja. Du kommst ja direkt ins Schwärmen, Opa. Hä? Jetzt ist mir doch tatsächlich ein Mucken ins Auge geflogen. Ja, weißt, Marlies, das war halt ein allerletztes Aufbäumen. Ich wollte halt auch noch mal einen Trumpf vom Glück haben. Aber das lasse ich in Zukunft bleiben, weil da kommt nichts Gescheites raus dabei. Aber tu mal was anderes. Wo ist denn eigentlich dein Papa? Im Keller und schreinert gerade für die Mama ein Hockerl. Ja, du lieber Himmel, da wird was rauskommen dabei. Nein, ist schon. Aber lass nur werkeln. Da muss ich jetzt selber damit klarkommen. Ja, ja. Du, Opa, ich geh jetzt noch schnell zum Einkaufen. Wartest du so lang? Selbstverständlich, ich habe heute kein Date. Schön. Also, vierte Opa. Vierte Madel. Ja, ja. Es hat sich wirklich einiges geändert, seitdem ich jung war. Herr Dengler? Hä? Ja, Sie sind ja gar nicht der Herr Dengler. Nein, Habersetzer mein Name. Ah ja, richtig. Dann sind Sie bestimmt der Schwiegervater von unserem Herrn Dengler. Genau, der uralte Schwiegervater. Na, so uralt schauen Sie aber bestimmt nicht aus. Na, das darf ich nie glauben, dass Sie der Vater von unserer Frau Dengler sind. Ja, ich hab mich relativ gut gehalten, wissen Sie. Und außerdem habe ich ziemlich früh angefangen. Mit was? Mit, wie sagt man jetzt da, mit dem halt, wissen Sie schon. Ja, ich glaube schon. Ja. Übrigens, ich bin die Haberl-Betty, eine Nachbarin. Okay, ich hab schon gemeint, der Nachbar. Das ist ein ganz lustiger. Ja, kann ich meine Hand wieder haben? Sind Sie verheiratet? Nein, Witwer. Ach ja! Oh, das tut mir aufrichtig leid. Nicht nötig, ist schon verjährt. Aber wollen Sie da nicht ein bisschen niedersitzen, ha? Ja, Bitte? danke. Bitte? Ja, es ist nicht leicht, wenn man so einsam ist. Sind Sie auch, ich mein, sind Sie einsam? Zeitweise. Ja. Manchmal drückt es einen schon die Einsamkeit, gell? Aber meistens freue ich mich an mein Leben und an meiner Freiheit. Ich auch. Ja. Ja, zeitweise. Ach ja, was soll man da sagen, gell? Ja, was soll man da sagen? Ja. Was machen Sie denn immer so, Herr Ich, Habersitzer. Habersetzer? Ja, was mache ich immer so? Das kann ich Ihnen jetzt auf Anhieb gar nicht sagen. Aha. Mei, die Wochen, die fließen so dahin, ohne Höhepunkte. Aber Gott sei Dank auch ohne Tiefschläge. Ja. Man lebt heute. Heute Abend gehe ich zum Beispiel zum Kegelschein. Ja, ich gehe heute Abend zum Handarbeitskreis. Ah ja, da meine ich, darf mich nicht recht wohlfühlen, hä? Ja, das glaube ich auch. Wollten Sie nicht was von meinem Schwiegersohn? Ja, Jesus, das habe ich jetzt ganz vergessen. Bleibst doch sitzen, oder pressiert Sie einer schon? Na, Na, ist Überhaupt so, nicht. Bitte. Wollen Sie vielleicht ein Glas Wein? ich trinke nie Alkohol, weil ich weiß gar nicht, wie der so bei mir wirkt. Aber
Aber wenn's unbedingt meinen. Ich meine nicht unbedingt, ich biete Ihnen halt was an, gell? Weil wir haben noch eine angebrochene Flasche Wein in der Küche mit einem Rest da drin. Und den, da haben wir schon, den werden wir uns jetzt zu Gemüte führen. So, bitteschön. Danke. So, da gerade noch. Also dann, zum Wohle. Prost, der Haberl! Oh, Haberl, so weit sind wir fein noch nicht. Oh, Jesus, das bin ich ja selber. Ja, eben. Wenn jetzt jemand kommt, was sich der dann wohl denkt? Ach, der denkt sich, da sitzen zwei und trinken ein Glas Wein miteinander. Zum Wohl. Prost. Hey, langsam! Mein Lieber, der steigt für rucki-zucki in den Kopf. Oh, der war jetzt aber gut. Ja, Schade, dass die Flasche schon leer ist. ja, bitteschön. An den kann man sich gewöhnen, gell? Schon? Ich nehm mal Bier. Danke. Jetzt weiß ich wieder, was ich von dem Herrn Dengler wollte. Ah ja, Mein Abfallkorb ist von dem Tüll unter der Spüle runterbrochen. Ja, jetzt hängt er ganz schief da. und da kommen Sie ausgerechnet zu meinem Schwiegersohn. Haben Sie da keinen Untalentierten gefunden? Na? Ich wollte ihn fragen, ob er mir den wieder hinschrauben könnte. Ja. Ich habe aber auch keine Schrauben daheim. Ach, wenn's weiter nichts ist. Ja, würden Sie das für mich machen? Na freilich, ich hol gleich eine Werkzeugkiste, da hat der Schrauben auch drin. Dann machen wir das schon. So, haben wir schon. Auf geht's. So, da. Jetzt gehen wir schrauben. Das ist aber sehr lieb von Ihnen, Herr. Fallen Sie mir nicht in meine Werkzeugkiste rein. Ich hab's ja nicht gesagt, gell? Der steigt rucki-zucki in den Kopf. Ja. Darf ich Ihnen meinen Arm anbieten? Oh, danke schön. Ja, nicht, dass wir dann noch ein gefallenes Mädchen haben. Sie sagen ja ganz Immer die Tür auf. Martin? Martin, wo bist denn? Martin! Ja, wo ist also, denn? das ist der Grüßte. Sitz dich gleich mal hin, nicht dass die umhaut. Mir haut nix mehr um. Hä? Und? Was sagst? Zu was? Ja, zu meinen schreinerischen Aktivitäten. Ah, den hast du gebaut. Freilich? Sieht man. Das hätte mir ja denken können, dass von dir keine Anerkennung zu erwarten ist. Ja. Es geht verhorzen gleich. Jetzt lass einmal den depperten Hocker. Ich habe die Neuigkeit vom Nachlassgericht. Ich habe geerbt. Wahrscheinlich 1 Million. Viel besser. Ein Grundstück. Ja, schön für dich. Und was geht mir das so? Also ein bisschen mehr Begeisterung hätte ich von dir schon erwartet. Ja? Also jetzt pass mal auf. Ich hab da einen alten Onkel gehabt. Wieso gehabt? Weil er gestorben ist. Unterbrich mich. Also pass auf. Ich hab an den Onkel schon gar nicht mehr gedacht. Weißt, der war nicht verheiratet und hat auch keine Kinder gehabt. Ich aber hab mich jetzt erinnert, dass ich früher als kleiner Bub so ab und zu an einem kleinen See im Wald war. Ja, ein Hitterl war dabei und ein Steg mitten ins Wasser hinaus. Ja, das klingt wie ein Märchen. Ja, das war's ja, wenn ich so zurückdenke. Aber weißt du, als kleines Kind merkt man das nicht so. Naja, in der Erinnerung, da ist alles schöner wie in Wirklichkeit. Ja, vielleicht, aber dieses Traumplatz mit der Hütten drauf habe ich jetzt geerbt. Und? Sitz dich. Pass auf, in dem Testament steht, dass ich das Erbe nur dann antreten darf, wenn ich dafür Sorge trage, dass dieses Kleinod in unberührter Natur so erhalten bleibt, wie es war, nötigenfalls wieder hergerichtet und instand gehalten wird. Ja. Da schau her, ganz ein schmaler Waldweg geht zu dem Hütterl da hin. Siehst du, ein Grillplatz ist auch dabei da. Du, und eigentlich weiß kein Mensch, dass da überhaupt was ist. Hä? Was sagst du? Er sagt, dass da ein Haufen Arbeit auf dich zukommt. Eben. Und das ist das, was mich so freut. Weil diese Arbeit kommt auch auf dich zu, mein Freund. Wieso auf mich? Du hast doch geerbt. Naja, also du huckst wirklich auf der Leitung. Martin, wir zwei haben jetzt wieder eine Aufgabe. Ach so, du meinst... Ja, freilich, im Morgenteil nicht in dem Testament steht auch, dass wenn ich das Erbe nicht antrete, dann kriegt dieses Grundstück der Kaninchenzuchtverein Rammler e.V.
Da darf man sauber stinger, wenn dann die Kanickel auf deinem Grundstück umeinander hupfen. Ja, freilich. Weißt, Martin, schau, das ist doch unsere Chance jetzt. Schau, du kannst rennen. Naja, ein bisschen wenigstens. Ja, und ich bin ja handwerklich auch nicht gerade unbegabt. Weißt du was? Wir machen aus diesem Hütterl machen wir ein Schmuckkastel. Da können wir dann mit unseren Frauen... Ja, wenn sie jemals wiederkommen. Ja, freilich kommen die wieder, geh. Wo sollen sie denn hin? Pass auf, wir können da mit unseren Frauen so wundervolle Tage verbringen. Ja, unsere Kinder gefällt's gewiss auch. Martin, wir können da unsere Späßel einladen, wir können Karten spielen und auf den Steg liegen und ins Wasser reinhupfen. Und grillen. Ja, und grillen. Ja. Prost. Gehen wir jetzt schon langsam, dass uns da ein Paradies zu Füßen liegt? Ja. Dir, nicht mir. Martin, ich schwöre dir ganz feierlich, wenn du mir jetzt hilfst, ganz egal wie viel Arbeit auf uns zukommt, dann steht dir und deiner Familie dieses Paradies offen, wann immer du willst. Ehrlich? Ja, freilich. Also, Rudi, du bist ein wahrer Freund, Ja, wirklich. freilich. Dank dir schön. Ja, bitteschön. Ja, sag mal, wo ist denn jetzt eigentlich das Paradies Ja, da? pass auf, das ist ungefähr 30, 40 Kilometer so in Richtung Gebirge rein. So, von da aus sieht man sogar die Berg. Aber ich muss mir jetzt ganz schnell entscheiden, ob ich das Erbe antrete oder nicht. Geh, Rudi, du hast dich doch schon längst entschieden. Ja, eigentlich schon, gell. Aber weißt, ich wollte nur zuerst mit dir drüber reden. Weil erstens bist du mein Freund und zweitens brauche ich dich. Mei, ist das schön, dass einen noch einmal jemand braucht. freilich. Ja, auf was warten wir doch? Fahren wir doch gleich zum Notar Ja, genau. und anschließend dann gleich zu unserem Grundstück. Jetzt hast du mich ganz wepsig gemacht. Ich zeppel gleich um. Ja, du, über solche Freie kann dir das Puzzle geben. Ja, das lasst bei Schieblass. Pass auf, nimm mal Angel mit, dann gibt's heute abends gleich einmal einen Fisch. Ja, mach ich. Petri, Dank. Ah, da bist du ja endlich. Ja, aber nimmer lang. Ich muss mich dringend umziehen. Wir haben geerbt. Wer mir? Du, noch leb ich. Außerdem von mir erbst sowieso nichts. Ja, nein, Na. also ich muss sagen, das Leben, ich habe jetzt keine Zeit, weil ich wissen, das Leben hat sich mit einem Schlag von 0 auf 100 beschleunigt. Es geht wieder aufwärts. Okay, warum ist schon mal aufwärts gegangen? Geh, Opa, du weißt doch ganz genau, von was ich rede. Ja schon, aber du, eine Frage. Deine Angetraute hat die auch Anteil an dieser wundersamen Wandlung. Wenn's jemals wieder geruht, hier zu erscheinen, dann schon. Mein Sohn, du sprichst in Rätseln. Großer weißer Häuptling muss sich in Geduld üben, bis kluger Schwiegersohn bereit ist, ihn in seine Pläne einzuweihen. Großer weißer Häuptling kann warten. Hat aber auch was auf Herzen. Sprich, ehrwürdiger Greis und Häuptling, dein Schwiegersohn leiht dir in Ehrfurcht sein Ohr. Jetzt magst du wieder aufhören mit dem Schmarrn. Sag mal lieber, wie ist denn die da drüben so? Ja, wer? Ja, die Haberl. Sehr anhänglich. Das habe ich befürchtet. Ja, Opa, ich gebe dir einen guten Rat. Bring immer ein Backen Gips mit und ausreichend Schrauben und Nägel. Mir geht's nämlich schon aus. Was tat denn ich mit so anhänglichen, lästigen Kletten? Keine Ahnung. Ja. So, jetzt sagen wir her. Wie sehe ich aus? Wie ein Dressmann, sage ich dir. Ja. Na, so gut wie schon lange nicht mehr. Deine Frau hätte ihre helle Freude an dir. Wird sie auch wieder haben, ich hab's mir jedenfalls fest vorgenommen. Aber jetzt muss ich dringend drüber zum Rudolf. Bist du so lieb und holst inzwischen einmal das Grillzeug aus dem Keller? Ja, ich weiß zwar nicht warum, aber von mir aus. Du, aber wenn ich wieder komme, möchte ich über alle Einzelheiten aufgeklärt werden. Ist das klar? Das ist klar. Ja. Pack die Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein und dann nichts wie raus zum Strandbad. Keiner da. Und ich war so fest überzeugt, dass mein Herzallerliebster da in seinem Jogginganzug auf dem Sofa liegt. Ah, da liegt er ja auf dem Stuhl. Der Martin. Na, der Jogginganzug. Weißt du was? Die tust in deine Taschen rein und nimmst ihn gleich mit. Wieso denn? Der Rudolf hat selber einen ganz neuen. Morgen ist Altkleidersammlung, da lasst ihn verschwinden, bitte. So. Wenn's meinst, aber der Martin werden sicher sehr vermissen. Das ist mir gleich, Carla. Ich hoffe nur, er hat mich auch ein bisschen vermisst. Aber wenn ich mich so umschaue, eher nicht. Meinst du, dass sie uns arg böse sind? Auch das, Carla, ist mir egal.
Und wenn er Zicken macht, dann sind wir gleich wieder fort. Naja, ich weiß nicht. Ich bin jetzt erst einmal froh, dass ich wieder daheim bin. Ja, ich doch auch. Aber sag einmal, war das nicht ein herrliches Wellnesshotel da in Salzburg? Ja, herrlich. Und wie der Carlo mich massiert hat. Wie ein junger Gott. Aber weißt du was? Vergiss ja nicht, was wir uns versprochen haben. Dass wir uns das zweimal im Jahr leisten. Einmal im Frühjahr, einmal im Herbst. Ich weiß nicht, ob das am Rudolf so recht ist. Carla! Ja, ich weiß schon. Wir haben uns all die Jahre nichts gegönnt und jetzt haben wir auch einmal ein Recht darauf. Genau. Und das sagst du jetzt jeden Tag 100-mal vor. Ich weiß eh nicht, ob mich der Rudolf überhaupt vermisst hat. Natürlich hat er das. Mein Gott, jetzt fall doch nicht wieder zurück in deine Selbstzweifel. Jetzt trinken wir erst einmal einen Kaffee und dann wird schon irgendwer irgendwann einmal daherkommen. Oh Gott, hier was. Carla, Brust raus, mehr Selbstvertrauen. Jetzt steht da die Koffer, so geht man den Weg rein. Vertraute Töne. Ah, ihr seid wieder da. Wie nett. Wie du siehst, Martin. Ja, ich habe jetzt bloß leider überhaupt keine Zeit. Ich habe nur meinen Ausweis vergessen. So, dein Ausweis. Du wirst ausschaust, so geschniegelt und bügelt. Wie wenn du was Besonderes vorhältst. Ja, könnte schon sein. Herrschaftszeiten, wo ist jetzt der? In der linken Schublade. Ja, da ist er ja. Ha, Gott sei Dank. Ja, und dann, ich muss jetzt, wir sehen uns später. Tolle Begrüßung. So enthusiastisch. Ach, fast hätte ich's vergessen. Wir holen euch nachher ab und nehmt bitte Badesachen mit. Und jetzt keine weiteren Fragen. Sag einmal, Carla, hast du da irgendein Wort verstanden? Rosa, mit denen jetzt weiß irgendwas ganz Schreckliches passiert. Ach, und noch was. Du schaust einfach umwerfend aus, geliebtes Weib. Der Begrüßungskuss wird nachgeliefert. Ja. Du schaust auch umwerfend aus, Martin. Und, was sagst du jetzt? Jetzt bin ich gespannt, wie mich mein Rudolf begrüßt. Ja, mal schon sehen. Jetzt gehen wir zu den über und holen unsere Badesachen. Du, überhaupt was mir recht, wenn ich meinen Koffer bei dir drüben lassen kann. Ja, damit er meine Neuanschaffungen nicht gleich sieht. Freilich, und ich krieg mal wieder eins vom Rudolf auf den Deckel. Naja, ist ja wurscht. Also komm, jetzt gehen wir gleich hinten aus. Sie hat nen Itzi, pitzi, tini, mini, Honolulu, Strandbikini, der macht uns nicht Anscheinend ist am Opa jetzt doch zu lang geworden. Schade. Alice, weißt du das schon? Na? Ja, unsere Mütter sind wieder da. Na. Ja, und ausschaut uns alle zwei, also sowas von super, du, da haust du einen Vogel raus. Ja, und jetzt wollen unsere Väter mit ihnen irgendein Seegrundstück besichtigen. Ja, wir sind auch mit, hat der Papa gemeint. Also, ich verstehe kein Wort. Ja, ich auch nicht, aber in 10 Minuten soll es losgehen. Wohin? Ja, zum Seegrundstück. Aha, Seegrundstück. Eigentlich wollte ich dich ja fragen, ob du mit mir ins Kino gehst. Kino? Ja, da läuft so ein Liebesfilm. Aha. Aber jetzt mal, ich war doch nicht schlecht, wenn wir mit unseren Eltern zum See rausfahren. Naja, vielleicht ein bisschen Sommernachtsromantik. Du meinst also, anstatt einem Liebesfilm ein bisschen echte Romantik? Ja, so kann man das auch sagen. Darfst du mitkommen zum See? Ja. Aber Albert, das eine merkst du. Wenn du mit mir unterwegs bist, das ist keine Romantik-Schnulze. Das ist ein Actionfilm. Ach, da seid ihr jetzt mal. Wo sind denn unsere Frauen? Ich bin schon da. Nein, Rosa, du schaust ja aus. Also ausschauen tust du. Ja. Toll. Und was ist mit mir? Ja, ja, du bist ja ein Traum. Richtig geil. Red's hier von mir? Ja, also. Also, zu solch wunderschönen Frauen. Und Männern. Ah, ihr redt's doch von mir. Also, da passt nur eines. Ein Traumhaus am See.
Ich verstehe kein Wort. Der Rudolf hat ein Haus geerbt, ein Traumhaus am See. Nein, nicht ich hab geerbt, nein, sondern wir alle. Und jetzt gibt's eine schöne, Stimmungsvolle, romantische Einweihungsfeier. So, Martin, jetzt können wir unsere Frühpensionierung so richtig genießen. Ja, denn jetzt heißt's wirklich einmal Rentner, immer Rentner.